Perfekt. Hallo zusammen. Ja, heute tue ich wieder streamen. Ich habe vorher wieder so einen Hustenanfall gehabt, das ist unglaublich. Ich muss nach dem Essen. Ich habe vorher wieder Pizza gehabt, wieder einmal. Und ja, ich tue heute Fox leveln. Also eigentlich nenne ich ihn Hasufel. Vielleicht kennt jemand von euch den. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Also, falls ich jetzt ein bisschen öfter räuspern muss oder so, es liegt wegen der Pizza von vorher. Ich habe einen ziemlich trockenen Hals drum. Genau, eben der Hasselfell nenne ich ihn einfach so, sein Spitzname. Und genau, er ist ein Belgi. Und also wenn ich mir das vorstelle und ich mich mute, das schnell. Was machst du? Ich tue heute wieder leveln. So wie in jedem Stream eigentlich. Jetzt müsst ihr schnell schauen, jetzt ist da gerade irgendetwas gekommen. Da komm. Mann. Okay. Genau, wo bin ich stehen geblieben? Dann vielleicht kennt jemand von euch das Ross, den Hasselfell. Du bist LOL. Wieso bin ich LOL? Genau, der Hasselfell ist aus Herr der Ringe. Und dort gibt es so ein braunes Ross. Es ist wahrscheinlich kein Belgi in echt. Aber er kommt optisch sehr, sehr nah dran. Also er ist so ein dunkler Kastanie, kann man so sagen. Ja, irgendwas ist mir doch ein bisschen zu laut. Ich hoffe, bei euch stimmt Lautstärke und alles. Genau, oh, die Pizza vorher war wieder so fein gewesen. Ich habe wieder nur 2 Stück gegessen, ich habe nur 2 übrig. Und ich habe einen gemeinsamen Moment, aber den löse ich erst nach dem Level-Up ein. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon streamen, aber ich habe mir gesagt, ich nur alle paar Tage streamen und nicht täglich. Oder zweimal hintereinander. Es gibt Ausnahmen. Aber, ja. Hoi Raya, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Also. Uppala. Ja, genau. Der erste Sprung verkackt. Ja, das freut mich, dass es dir gut geht. Hoi Pferdemädchen. Schön, dass du da bist. Mein Vater ist auch da. Ah, cool, lass dazu. Dann, guten Abend. Ähm, ja. So, jetzt kann ich schnell den gemeinsamen Moment einlösen. Fox wirkt verspielt. Also ich muss mir angewöhnen, dass das nicht der Fox, sondern ein Hasufell ist. Oder wie man es ausspricht. Genau. So, dann machen wir das da. Es ist gerade ein bisschen speziell zum Wissen, dass jemand, der wahrscheinlich viel älter ist als ich, dazu lässt. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ich sitzen oder duzen kann. Ich weiß es nicht. Genau. Also eben die eure Schätzung geschaltet haben, ich habe vorher Pizza gehabt und die hat meinen Hals so trocken gemacht und darum tue ich jetzt noch ein bisschen mehr räuspern als sonst. Ja, und der Hasenfell wirkt irgendwie ein bisschen langsam. Ich hätte die Idee gehabt, wir brauchen mal in Sensoren kurz. Ja, das wär witzig. Also mit dem Account, wo du das Video mit dem gemacht hast. Das wäre noch lustig. Genau. Ich bin gespannt, wie sich der Stream heute entwickelt. Es ist immer so, okay, komm. Alles klar, du weißt mir welchen Server, oder? Ja gut, habe ich auch im Titel vom Stream drin. Genau,
Genau, also ich bin dann noch ein bisschen in Moorland, nachher gehe ich rauf zum Zirkus. Also meine typische Levelroute eigentlich. So, genau das da. Ich hatte halt keinen Star Rider. Okay, ja, dann schaue ich, dass ich vorerst noch im Non-Star Rider-Bereich bleibe. Also ich glaube, als Nicht-Star Rider kannst du auch nach Fort Pinta. Hallo Miss Blueberry, Dori. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Also ist schon relativ viel los. Das freut mich ziemlich. Genau. Jetzt habe ich gerade wieder den roten Faden verloren. Genau, ich versuche einfach so authentisch wie möglich zu bleiben, ohne irgendwie Masking oder so. Was ja bei mir leider bei dir der Fall ist, dass ich das mache. Und ja, ich freue mich gerade ziemlich, dass ihr alle da sind. Genau. Ja, mir geht's gut. Jetzt in Biel. Ah, genau, das hast du ja davon erzählt, Dori. Und ist bis jetzt lässig in Biel. Oder in Bien, wie man sagt. Und der Hasufell ist Level 6. Yay. Gut. Ich habe Angst, dass ich ein Blackout bekomme, weil da lässt nämlich nicht jemand zu, der wirklich eigentlich viel älter ist. Und das ist ziemlich speziell. Das ist vorher gesagt, aber ja. Genau, ich versuche einfach so zu reden wie immer und eine Wanderung über den Twanberg gemacht und nachher mit dem Schiff Bielersee zurück nach Biel. Ah, das ist dann schön. Ähm, ja. Ich bin schon lange nicht mehr auf dem Schiff gewesen. Aber es war sicher mega lässig gewesen. Vor allem das Wetter, weiss jetzt nicht, ist heute zumindest bei mir nicht das Beste gewesen. Hoffentlich habt ihr in Biel mehr Glück gehabt. Er ist auch noch ein halbes Kind im Kopf. Okay, dann sind wir ja schon zu zweit. Ja. Hoi Cookie, schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Okay. Meine Stimme heute wieder ist schon unglaublich. Bis vor dem Essen ist es noch gut gewesen. Und jetzt ja, gerade mein altes Problem nach dem Essen. Hustattacke wegen Trockenhals. Gereizte Schleimhaut. Und ja. Also Notiz an mich selber vor dem Stream gescheiter nichts essen. Genau. So, jetzt geht's auf zum Zirkus. Also wenn ihr schon drin sind, ihr findet mich hier oben beim Zirkus. Nachher geht's nach Fort Pinta. Hey, ich bin's Raya. Hast du jetzt einen zweiten Account? Schlumpfgrün? Oder... Gerade beim Cookie-Essen zu viel ja, einem Labkoppe. Genau. Gut gemacht, Hasselfell. Gerade beim Cookie-Essen so viel gekrümelt, dass ich jetzt 79 Krümel habe. Oh. Wahrscheinlich hast du vor Cookie-Keks gegessen. Und jetzt... Aber dass du das zählt hast mit 79? Nein, das ist der von meinem Papa. Ah, okay, dann bist du jetzt auf dem Account von deinem Vater unterwegs. Wohl, Moment, in dem Video hat er gesagt, dass er nicht mag, wie mein Vater sagt. Äh, ja. Okay, dann versuchen wir das zu merken, dass du bist.
Genau. So, dann einmal das Rennen abgeben. Er ist ein wenig langsam. Alles gut. Nur kein Stress. Wir haben ja genug Zeit. Vor allem, ich weiß noch nicht, wie lange das ich streame. Je nachdem, ja, mal schauen, also meine Levelroute. Muss jetzt leider auch schon wieder weg, sorry, viel Spaß noch. Danke, Cookie. Dann mach's gut und noch einen schönen Abend. Dir auch, danke. Okay, tschüss, Cookie. Mach's gut. In echt wäre es sicher mega gefährlich, wenn so Kanonenbälle auf ein Ross schiessen. Äh, jetzt in echt hoffentlich nicht. Und ja. Früher, jetzt ist mir gerade so spontan in den Sinn gekommen. In der Unterstufe haben wir einmal so ein Fach gehabt, wo wir so in wie so einen Spielraum oder so gegangen sind. Und dann hat es so ein Spiel gegeben, wo so die Lehrerin in der Mitte gehockt ist. Und wir alle Schüler so im Kreis. Und danach hat sie so ein Seil gehabt mit so einem Ring oder irgendwie irgendetwas Schweres ist es. Und dann hat sie das so im Kreis Dings und wir mussten drüber springen. Und ich habe das so gehasst. Oh mein Gott. Ich habe dann, wo mich der bereicht hat, und ich musste brüllen, weil für mich hat das weh gemacht und die anderen einfach ganz normal voll chillt. Und ja, es hat vielleicht auch mit meiner Hochsensibilität zu tun, dass das für mich mehr gereizt hat, sozusagen. Und ja, hoffentlich kommen die daraus, was ich da meine. Stufe 32. Nice. Genau. Ah, da, da ist er. Andrea kann jetzt da. Salut. Raya ist auch drin. Ja. Okay, jetzt warte ich mal auf Raya, ob sie auch kommt. Schnell einen Schluck Wasser nehmen. Ah, da ist sie. Ah, auf dem Zebraross. Oh, ich liebe das Ross. Wie heißt es bei dir? Sepp. Jetzt sind wir zu dritten. Nice. Und nicht wundern, dass wir beide im Spiel gleich aussehen. Äh, cool. Ja, das ist cool. ähm, genau. Dann würde ich sagen, reite ich langsam nach Fort Pinta, damit ihr auch nachkommt. Folgen wir immer anscheinend, was er macht. Warte, folgen wir immer anscheinend, was er... Wie meinst du das? Also, dass wir ihm jetzt folgen, oder... Sieben kleine Wölkchen. Hallo miteinander. Schön, dass ihr da im Stream sind, auch wenn ich nichts schreibt. Hoffentlich gefällt es euch. Auf nach Vorpinta, genau. Vorpinta Idees. Also ich gehe jetzt mal langsam, damit da auch die Andrea nachkommt. So wie sie, also, so wie ihr im Spiel heißt. Entschuldigung. Ach, aber so langsam will ich jetzt auch nicht nach Vorpinta. Sehr gute Verbindung. Perfekt. Ich bin froh, dass ich das auch lösen konnte mit dieser Warnung, was mir da bei YouTube einmal so gezeigt hat. Genau. Ja, der Hausfell ist so schön. Der ist auf der Brücke. Aber lass mich raten, noch nicht repariert.
Okay, dann gehen wir mal nach Fort Pinta, aber langsam, falls er dann doch nachkommt. Ähm, genau. Aber zuerst will ich noch... Nein, warte, das Kamille, ich weiß gar nicht. Genau, Kamille und Flachs will ich noch einsammeln. Wie geht's dir? Pferdemädchen, mir geht's sehr gut. Ja. Ich habe nur ein bisschen trockenen Hals, leider. Und darum muss ich etwa dich ein bisschen räuspern. Aber sonst geht es mir mega gut. Also ich hoffe, dir und allen anderen geht es auch gut. Und ja, dahinter kommt er, ja. Er kommt. Ja, ich sehe es. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Ab nach Fort Pinta. Ups. Okay. Wenn wir mal ein Rennen machen, wir drei. Wer zuerst in Fort Pinta ist. Wäret ihr dabei? Nein. Okay, alles klar. Moment, in Moorland habe ich jetzt alles gemacht. Ja, sieht so aus. Oder? Ja, Moorland Circus Fort Pinta. Okay, wo bleibt er jetzt? Wir kommen halt sehr langsam voran. Ja, ich sehe es. Aber ey, er versucht es. Gibt sicher sein Bestes. Perfekt. Und weiter geht's. Okay, ich habe gerade nichts mehr zum Erzählen. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir in Fort Pinta sind. Genau, ich habe vorher so viele Ideen gehabt zum Reden. Es ist so typisch bei mir. Und dann kaum fange ich an aufnehmen, streamen, was auch immer, weiß ich plötzlich nicht mehr, was reden. Genau, ein CT bei den Stormrunners wäre wieder mal cool. Wenn wir so ein bisschen einen Jumping-Marathon oder so würde machen. Ja. Das wäre doch mal eine Challenge, Raya, für den Vater, um ein Jumpy reiten. Ich habe meinen PC gerade irgendetwas gehabt. Ich hoffe, ich habe jetzt noch Internet, weil das Geräusch sagt in der Regel immer, dass ich kein Internet mehr habe. Aber das war noch zur Zeit vom WLAN, wo ich noch WLAN hatte.
Ui. Ja. Kann doch nur lustig werden, wenn man es mit Humor nimmt, oder? Aber ich kann es probieren. Genau. Ich kann nicht mit dem Computer umgehen. Oh je. Aber jedem das seine, oder? Er muss doch ganz viel lernen. Ja, für die Generation ist wahrscheinlich nicht so einfach, so mit digitalen Medien und so und PCs und so umzugehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt das er ist. Darum kann ich als Generation nicht wirklich einschätzen. Aber ja. Aber das kommt bestimmt mit der Zeit. So, die Kamille will ich noch einsammeln. Apropos Kamille, habt ihr gern Kamillentee? Sicher. Okay. Ah ja, also ich habe Kamillentee für mich entdeckt. Vor ein paar Monaten, im späten Frühling oder so. Und es ist so gemütlich amigs gsi, so essen so spielen, ein bisschen leveln, Musik hören und dann einfach so einen Tee trinken. Also es gibt auch die, die einfach nicht gerne haben. Da habe ich mal einen gepostet, der war so grusig gsi. Ich hatte nur einmal getrunken. Aber mein Favorit ist bis jetzt Kamillentee. Oder so ein Tee, wo Kamille beinhaltet. Genau. Ich versuche jetzt einfach so Themen irgendwie zu überlegen, damit ich euch ein bisschen unterhalten kann, bis wir in Fort Pinta sind. Sagt immer kleine Wolke, hallo. Hallo an Vater von der Reihe. Eine Frage, sitzen oder duzen? Was ist okay? Weil es ist immer so eine Sache, soll ich jetzt sitzen, soll ich jetzt duzen? Genau. Du kannst dem Alter sagen. Ja, Alter, was läuft mit dir? Okay, dann sag ich mal jetzt Alter. Also Alter wegen dem Jugendwort oder weil er schon alt ist? Ich werde so nichts Falsches sagen, aber ja, kannst du ihn duzen. Alles klar. Dann mache ich das ab jetzt da. Irgendjemand folgt ihm da gerade. Eme Amelie Elfing. Cooler Name, Elfing. Ich glaube, sie redet auf dem alten Andalusier. Also der Jorvik Andalusier, weil er schon alt ist. Ah, okay. Also reden wir da Ü60 oder U60? Vor allem der arme NPC mit dem Autounfall. Ähm, Der ist schon seit irgendwie einem Jahr da bei mir. Dass der nie etwas macht. Gut, ist ein NPC, aber trotzdem.
So ungefähr um die 50. Okay, ja, ich sage jetzt nicht, wie alt das mein Vater ist. Auf jeden Fall älter. Genau. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr gerade die Jüngste, so. Okay, aber wir haben es bald geschafft. Wir sind bald in Fort Pinto, dann mache ich dort noch trennen. Oh, die Disco ist offen. Nice. Wollen wir in die Disco? Ein bisschen tanzen. Wohin, Wolke? Zum Ricky Winterwell, der ist da beim James dahinter. Und dann macht zuerst das Rennen, eigentlich so wie immer. Also da bei dem Baum. Ja gut. Bei dem, wo das Bänkchen ist, wo der Peanut steht. Genau. Und ihr struggelt ihr dahinter gerade ein bisschen. Ja, dann warte ich da einmal, bis ihr mal führen kommt. Oder alles klar bei euch? Perfekt. Also dann mach mal das Rennen, damit auch ein bisschen mal etwas passiert im Stream. Wir sind jetzt doch irgendwie mega lang nach Fort Pinta geritten. Wir machen keine Rennen, wir erkunden damit die Gegend. Okay, dann tun wir mal ein bisschen erkunden. Ist doch auch mal schön. Okay, tschüss, Musik. Hat mich gefreut. Und immer an dieser Stelle hört die Musik auf. Das ist so komisch. Aber irgendwie auch nicht immer. Okay, was kann man noch so Schönes erzählen? Hm, mir kommt gerade echt nicht in den Sinn. Hey, hey. Okay, aber man muss ja nicht die ganze Zeit reden während dem Stream. Es kann auch mal schön ein bisschen ruhig sein und so. Vielleicht ab und zu mal etwas erzählen, wenn man etwas zum Erzählen hat. Genau. Also ich hoffe, dass da mit den Einstellungen vom Mikrofon und von der Lautstärke her alles passt. Weil da bei OBS hat sich plötzlich irgendwie etwas geändert. Es ist irgendwie eine neue Audiospur dazugekommen. Das ist voll komisch.
Ja, aber es scheint alles gut zu sein. Ich habe vorhin noch eine Testaufnahme gemacht und da ist alles gut gewesen. Moment, was? Genau. So, da wäre ich wieder. Ähm, ja. Erst müde war witzig, ich komme gleich wieder. Alles klar, dann tue ich da weiter leveln. So. Also es kann sein, dass der Stream jetzt vielleicht nicht allzu lang wird. Oder vielleicht schon. Mal schauen. Weil ich merke jetzt schon, wenn mir keine Themen mehr in den Sinn kommen. Wie will ich denn da 2 Stunden streamen? Ja, aber es wird sicher noch irgendein Thema aufkommen, das mir in den Sinn kommt. Und ja. Also ich finde, ihr seid richtig krass. In einer halben Stunde schon 36 Aufrufe. Das habe ich noch nie geschafft bei einem Stream. Und ja, der Hasufel reitet gerne gegen Zäune. Habe ich gerade festgestellt. Genau. Wieso heißt das Ross Hasufel? Und nicht irgendwie, keine Ahnung, Fox, so wie er am Spiel heißt. Ich bin früher ein extrem grosser Herr der Ringe und Hobbit-Fan gsi. Bin wieder da. Willkommen zurück, Raya. Nein, ich bin früher ein riesiger und zwar wirklich extrem grosser Herr der Ringe und Hobbit-Fan gsi. Ja, dort gibt es mehrere Rösser. Ich habe nicht irgendwie 6 Pferde aus dem Film zusammengestellt. Unter anderem, ich könnte mal alle aufzählen, eben der Hasufell ist da der braune Belgier, den ich da habe. Dann haben wir den Arod, ein weißes Perschi. Also im Film ist er ein Percheron kreuzig, aber Kreuzige gibt es ja da nicht in SSO. Und genau. Und dann habe ich noch einen schwarzen Friesen als Pferd von der Nazgul, weil da kommen die Friesen am nächsten an. Ne? Dann der Schattenfell ist klar, dann der wie heißt der? Oh mein Gott, ich habe vor den Namen noch gewusst. Asphalot, genau. Der Asphalot ist ein weißer Andalusier. Da habe ich zum Glück 2 weiße. Irgendwie spinnt YouTube bei mir. Oh nein, Dori, das ist eklig. Also bei mir scheint da alles zu laufen. Hoffentlich ist das Internet nicht schlecht. Wie es denn bei den anderen läuft, da alles gut? Genau, also jetzt habe ich wieder ziemlich über meine alte Herzensinteresse geredet. Und ich könnte auch weiterreden. Nur mein ganzes Wissen, was ich damals gesammelt habe, ist fast irgendwie dahin. Bei mir ist alles gut. Oh, okay, also bei der Reihe läuft es bei YouTube. Dann, ja. ähm, genau, und darum habe ich jetzt auch das Outfit. Am liebsten hätte ich noch gerade die Haare geändert zu braunen, langen Haaren. Weil wer das Spiel kennt, der erkennt es. Dann schaffe ich das nachher schon. So, perfekt. Gut, und der Hasufell ist Level 7. Yay. Moment, haben die? Nein, dann keine spezielle Gangart. Okay, dann ab nach Silverglade. Also Steve's Farm und dann allgemein Silverglade. Ja, schreibt doch mal oder Internal Error und was steht bei mir, wenn ich eine Nachricht abschicke. Okay, ziemlich komisch. Ähm, hm. Also ich habe auch schon Fehlermeldungen bekommen,
weil ich etwas bei jemand anderem im Live-Chat wollte schreiben. Aber ja, aber das jetzt da bei mir auch so ist. Vielleicht ein Wort oder so, wo irgendwie auf einer Blacklist steht oder so. Das kann sein. Wo irgendwie den YouTube allgemein nicht erlaubt. Zum Beispiel habe ich bei jemand anderem mal erklären, was Abend auf also Abend auf Schweizerdeutsch bedeutet. Dann habe ich das abschicken, dann ist einfach eine Fehlermeldung gekommen und ich konnte es nicht schreiben. Also vielleicht so wie da in SSO mit dem Filter, was so gewisse Wörter rausfiltert. Das kann natürlich sein. Genau. Oder YouTube akzeptiert Schweizerdeutsch schreiben nicht mehr. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber es scheint meistens zu funktionieren. Es ist gerade etwas auf Discord gekommen bei mir. Ja. Moment, heute ist Samstag, genau. Aber das wäre ein bisschen gemein, wenn YouTube einfach irgendwelche Schweizer Wörter würde streichen, dass man die nicht mehr schreiben kann. Aber eben die meisten scheinen dann zu funktionieren. Dann habe ich da in SSO mal durch Schweizer Begriffe durchprobiert, um zu schauen, was man schreiben kann und was man nicht schreiben kann. Ich bin bei meinen Katzen. Oh, herzig. Katzen sind immer cool. Voll, ja gut, ich habe so ein Verhältnis zu Katzen. Naja. Aber hey, wer Katzen sehr gern hat, dann wieso nicht? Von wo kommst du eigentlich? Ich komme aus dem Uppala. Ich komme aus dem Kanton Zürich. Also, der ist ja relativ groß, aber genauer sage ich es jetzt nicht. Also ich glaube, man hört es auch ein bisschen an meinem Dialekt noch. Ich kann voll die Zürich-Schnurren. Genau. Gut, dann zu den Rennen dahinter. So. Ich habe nicht gedacht, die werden nicht reden. Wieso habe ich jetzt so Sprachstörungen? Das ist unglaublich. Ich habe das normalerweise nicht so oft. So. Genau. Mein Vater ist Lastwagenfahrer und fährt in der ganzen Schweiz herum. Oh, cool. Ja, der Prof ist sicher gemütlich, aber hat wahrscheinlich auch. Entschuldigung. Hat wahrscheinlich auch mega Zeitstress oder so, kann ich mir noch gut vorstellen. Aber ja, dann ist er sicher auch gute Fremdsprache, also Französisch, Italienisch und irgendwelche Sachen mit so oder so nicht will. Hey. Und ja. Also mein Vater schafft auch in der ganzen Schweiz, aber nicht als Lastwagenfahrer. Also er hat schon im Tessin, glaube ich, gearbeitet. Überall im Welschland immer wieder mal ein bisschen. Und auch in der Deutschschweiz. Genau. Moment. Zürich HB ist chaotisch. Auch heute müssen
von Gleis 4 auf 31 bin um mein Leben gerannt. 5 Minuten Zeit gehabt. Okay, ich werde jetzt mal sagen, 5 Minuten ist nasse Wasser zu der Musik haben. Was ist Gleis 4? Das ist dort oben. Gleis 31 ist der neue Bahnhof, der neue U-Bahnhof, glaub's. Genau, ich kenne den Zürich HB extrem gut. Moment, nein, war Gleis 31, 43. Das ist nicht dort. Gleis, genau, das müsste dort unten sein. Genau, also ich bin mal vom Gleis so, glaube 16 oder so, auf jeden Fall dort oben, innerhalb von einer Minute zu der S-Bahn runtergesäckelt. Ich bin wirklich die halbe Stege runtergefallen, aber hauptsächlich habe ich es geschafft. Und dann, eine Sekunde später, hat die S-Bahn die Türen zugemacht und ich habe es gar noch rein geschafft. Also wirklich der Stress amix, wenn du vom Kanton Aargau herkommst, hast du meistens so irgendwie 1-2 Minuten Zeit zum Umsteigen. Also laut dem Fahrplan ist dann einfach ein Zug später. Aber es ist so ein elender Stress. Und dann der Drang, wenn du das so denkst, nicht rennen, ich will jetzt keinen Stress, nicht rennen, nicht rennen. Und dann wirst du plötzlich voller Adrenalin und dann fängst du voll an durch den ganzen HB säckeln. Und ja, das war ziemlich lustig. Aber ich habe es meistens geschafft. Einmal ist es genau passiert, dass ich eben genau gedacht habe, jetzt renne ich nicht, ich habe keine Lust auf Stress. Und dann bin ich die Rolltreppe runtergefahren und am Ende der Rolltreppe habe ich so gedacht, weißt du was, vielleicht schaffe ich es doch noch. Und dann bin ich losgesäckelt wie nichts und habe den Zug um eine einzige Hundertstel verpasst. Ich habe gerade so die Hand ausgestreckt und gerade wollte den Knopf drücken, um die Tür aufzumachen und genau dann hat das Licht abgelöscht bei der Tür und ich so, Scheiße. Genau, es war extrem knapp gewesen. Also gemütlich ist es nicht, er muss die ganze Zeit aufpassen, dass er keinen Unfall baut und in Fremdsprache ist er auch nicht gut. Okay. Ja, ich habe mir gedacht, dass man da vielleicht ziemlichen Stress hat als Lastwagenfahrer. Und ja, und eben mit Unfall ist sicher auch ein grosses Thema, dass man da muss aufpassen muss. Weil Lastwagen sind jetzt nicht gerade die kleinsten Fahrzeuge. Und ja. Dann Tori hat noch geschrieben, ich weiss, wenn ich normal gelaufen wäre, hätte ich es sicher auch geschafft, aber an Lust zum Rennen. Ja. Ich meine, den hast du ihn auf jeden Fall verwünscht, wenn du gerannt bist. Aber ja. Im Hobby habe ich schon so einige Sachen erlebt. Also dann schnell die 200 XP abholen und dann ab zu der Winter Genie. Ich bin so broke da in SSO. Ich habe mir weder eine Namensänderung noch eine Mähnenänderung noch sonst etwas leisten. Weil, müsst ihr mal schauen. Ich habe 6 Starcoins. Es ist so schlimm, ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich habe die erst gerade letztens aufgeladen und jetzt sind sie wieder alle weg. Passiert euch das auch, dass eure Starcoins einfach so verschwindet? Oder? Also ich weiss, dass knapp 5000 für die Andalusier drauf sind. Dann habe ich noch eine Namensänderung gemacht. Ich habe nicht zweimal die Mähne geändert. Und ich glaube, da sind dann die verschwunden. Bei 6 Tagen so tief bin ich noch nie gewesen. Okay. Also ich habe jetzt doch wieder mega lange über den Zürich HB geredet. Aber ich kenne den Bahnhof so gut. Schlimm ist, wenn du am frühen Morgen dort bist und dann so in der grossen Halle bist, wo da der Engel oben an der Decke hängt. Es ist eine einzige riesige Raucherhalle. Du kannst fast nicht schnaufen und es stinkt abartig. Ich muss vor kurzem zu einer Therapiestunde gehen und bin mehr am Zug fahren gewesen, als ich Therapie gehabt habe. Okay, ja, das klingt ja ziemlich weit entfernt.
Also ich nehme an, die Therapie ist vielleicht eine Stunde gegangen oder so. Das heisst, du bist über eine Stunde Zug gefahren. Oder 30 Minuten pro Weg. Oder irgendwie so. Okay, krass. Also ich habe Glück, dass meine Therapie in der gleichen Stadt ist, wie wo ich wohne. Also Fußweg 5 bis 10 Minuten. Und ja. Genau, mit mir kann man auch stundenlang über Bahnhöfe oder Züge oder öffentlichen Verkehr reden, wenn man will. Genau, es kommt mir gerade so das Thema in den Sinn, apropos so Thema Lieblingssachen. Ich lese noch schnell die Nachricht davor. Ja, das habe ich bis jetzt auch geschaut, dass die Therapie näher ist. Ja, es wäre vielleicht noch gäbig, wenn es ein bisschen näher wäre. Genau, Thema Lieblingssachen. Habt ihr einen Lieblingszug? Ich weiß nicht, ob normale Menschen einen Lieblingszug haben, weil wir haben schon über Lieblingsbäume, Lieblingsdinosaurier, Lieblingsstein geredet und jetzt kommt der Lieblingszug dazu. Ich habe früher den ICN extrem cool gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber der hat mich so fasziniert. Und ich habe ein Fachbuch von meinem Vater bekommen, damals, als ich noch ein Kind war, ein Fachbuch über den ICN. Ja, ich habe das so toll gefunden. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch fährt, weil der ist schon älter. Und der SBB tut jetzt die Älteren immer so ein bisschen durch moderne ersetzen, glaubst Genau. Also mich hat früher der ICN, also der Intercity-Neigezug, der wo, ich glaube, ihr wisst alle, was ein ICN ist. Der hat mich früher so fasziniert. Genau, vielleicht bin es auch einfach ich. Weil, ja, ich habe einen Verdacht auf etwas, wo vielleicht so etwas typisch mit Lieblingszeug, Lieblingsdinosaurier, keine Ahnung was, wo normale Menschen vielleicht nicht haben. Also ich habe da nur einen Verdacht, aber keine Diagnose. Ich bin nicht so Zugfan. Ja, jedem das seine. Einige sind von Zugfan, andere von Pferd, andere von Geschichte, was weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Zug heißt, aber sein Schlussname ist Albino. Mein Lieblingszug. Albino. Okay, das sagt mir gerade gar nichts. Gut, jetzt kommt so eine typische Frage. Bei welcher Bahngesellschaft fährt der? Ich bin nur so Fan, solange der Zug von A nach B fährt. Ja, das ist die Hauptsache, dass er von A nach B fährt. Wenn er das nicht machen würde, wäre etwas nicht so gut. Ich meine, die Bahngesellschaft hat einen Fachbegriff, aber ich weiss nicht mehr, wie der ist. In der Berufsschule bin ich bloßgestellt worden vom Lehrer, weil ich nicht gewusst habe, was der Fachbegriff bedeutet. Und dann habe ich mir das so eingeprägt. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Also er wird Cheese im Englisch ausgesprochen, aber das auch so geschrieben wird, weiß ich nicht. Okay, dann fährt er in der Schweiz oder wo fährt er? Weil ich habe noch nie davon gehört. Okay, ich verkaufe das Rennen ja mal komplett. Hei. So. Ich habe 17 Sekunden länger gebraucht als sonst. Ja, fährt auch in der Schweiz. Ah, okay. Also mir sagt es leider gar nichts. Genau. Gut, wie bin ich jetzt da eigentlich? 200. Okay. Mein Papa hört immer noch zu, aber kann nicht schreiben. Okay, alles gut. Dann, ja. Ich glaube, unsere Väter könnten sich noch gut unterhalten. Je nach Interesse halt. Genau, ich glaube, ich habe die Interesse an Zeug von meinem Vater. Ja. Vor allem Dampfloken sind extrem toll. In der Lehre sind wir mal so im Gleisbereich gewesen. Ich, ein anderer Lehrling und unser Berufsbildner. Und dann haben wir in der Ferne eine Dampflok gehört.
Und ich habe mich voll gefreut und dann habe ich so gesagt, ich liebe Dampflocken. Dann unser Berufsbildner hat dann den anderen gefragt, den anderen Lehrling, und du? Und dann er, nein. Dann ich so, wer von uns interessiert sich jetzt für die Bahn? Wer ist im richtigen Beruf? Genau, vom Modell her ähnlich wie der ICE, bloß sind die Scheiben vorne langgezogen und die Farbe ist rot, schwarz-weiß. Okay, mir sagt es leider überhaupt nichts. Ah ja, ich muss doch einmal nachschauen, wie das aussieht. Mein Vater ist auch Zugfan, er hat im Keller Modelleisenbahn. Oh, wie toll ist das denn? Ich meine, das ist auch ein tolles Hobby, Modelleisenbahn. Ich kann auch immer eine wollen, aber ich kann nie eine dürfen, leider. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann eine. Genau. Alles selber gebaut. Oh, das ist beeindruckend. Also wirklich so mit Bäumen und Bergen oder so ganze Landschaften. Es gibt solche, die wirklich ganze Zimmer damit eingerichtet haben. Mit so riesigen Landschaften und Brücken und was weiß ich alles. Aber das ist schon mal richtig cool. Also ich bin auch so ein bisschen ein Zug-Fan. Vielleicht hört man es auch. Nur entgleitet mir langsam ein Fachbegriff nach dem anderen. Aber der Zug ist gekauft. Stimmt, hat er den Zug auch selber gebaut oder hat er den gekauft? So von Märklin oder so, das gibt's noch alles. Genau. Also eben schade, dass mir die Fachbegriffe entgleitet. Aber ich habe ein eigenes Signal daheim, ein Zwergsignal. Das sind auch ich und mein Bruder als Kind die einzigen, die gewusst haben, was ein Zwergsignal ist. Es war so lustig. So beim Tag der Zukunft, früher ist es noch, wie hat der Tag früher geheissen? Wo so Kinder zu den Eltern haben dürfen ins Geschäft. Tag der Zukunft hat er geheissen, also der neue Begriff davon. Aber früher, ich weiß nicht, Vatertag? Genau, ich glaube Vatertag hat er geheißen. Nein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind ich und mein Bruder da zu meinem Vater gegangen ins Geschäft. Nachher hat es so eine Präsentation für Kinder gegeben. Und dann ist so ein Zwergsignal auftaucht, also da die ganz kleinen dreieckigen Signale auf dem Boden. Und dann hat so geheißen, was ist das für ein Signal? Ich habe es auch gewusst, aber habe mich natürlich nicht getraut, weil ich einfach extrem schüch war. Und mein Bruder hat dann aufgestreckt und gesagt, dass es ein Zwergsignal ist. Und ich so, yes! Genau. Es war ähnlich wie Schnuppern, einfach, dass wir zu unseren Eltern in den Beruf zuschauen dürfen. Genau, ja. Es hatte früher einen anderen Begriff gehabt. Nicht Zukunftstag, sondern nochmal irgendetwas, aber ich weiß echt nicht mehr, wie das früher geheißen hat. Und ich könnte den Stream umbenennen auf ihren Herzensinteresse-Talk oder irgendwie so etwas. Weil es geht schon ziemlich drum. Genau. Ja. Ich wollte früher Lokführerin werden. Mich hat es auch mega fasziniert und ich durfte schon ein paar Mal mitfahren im Führerstand. Das war toll. Mein Vater ist mit einem Lokführer, jetzt weiß ich nicht, befreundet oder irgendwie vom Betrieb her hat er mir zu dem Geschäft gehört, der Lokführer. Und dann durfte ich mitfahren. Und es war so cool, ich durfte eine mir bekannte Strecke im Führerstand mitfahren. Und dann sind wir auf Bern gefahren und es war so cool. Weil ich habe, blablabla, der Lokführer hat mir dort ein paar Routen aufgelistet, die ich mitfahren durfte. Und es hat so viele coolere Strecken gegeben. Und
Ähm, genau, aber ich habe genau den langwierigsten ausgesucht, weil ich habe eine Lieblingsbahnstrecke, also eine S-Bahn, wo meine Lieblingsnummer ist. Und ich kann unbedingt mit der bei dem Zug in Fürstand und es ist so ein Highlight gewesen. Okay, ich glaube, ich muss auf Hochdeutsch wechseln, irgendwie wird mir das Schweizerdeutsch nicht mehr so angezeigt. Okay, dann kannst du das gerne machen, Tori. Vielleicht läuft es dann besser, hoffentlich. Ich durfte mal Bagger fahren oder Bagger führen. Oh, cool. Das ist auch speziell. Darf ich das noch? Komm schon, hast du Fell? Komm. Gut. Genau, Bagger haben mich jetzt nie interessiert, aber ich habe das auch schon gemacht. Vielleicht kennt jemand von uns Spieleland in Ravensburg. Oder ich glaube, irgendwie der Bereich heisst auf jeden Fall irgendwo in Deutschland, aber in der Nähe von der Schweiz. Dort hat es so eine Attraktion gegeben, wo man Bagger steuern konnte. Also kleine, die kindergerecht sind. Aber ja, das hat mich zwar nie interessiert, aber ich habe es auch schon gemacht. Ja, bin dort auch gewesen. Ja, Spieleland war mega, mega toll gewesen. Dort kann man auch Pony reiten. Dort hat es ein Pony gegeben, ein Schimmel, der Moritz war das gewesen. Er war so verfressen gewesen. Auf jedem Rundgang hat er immer essen. Er hat ständig Gras gegessen und alles. Habe ich jetzt alle drei gemacht? Wahrscheinlich schon. Na, vielleicht kennst du das Pony auch. Vielleicht bist du auch schon auf dem gehockt. Genau, und dann war er einmal ganz brav gewesen. Und dann habe ich mich so gewundert, Moment, ist das der Moritz oder ist das ein anderes Pony? Und dann habe ich so gefragt, so, wie heisst das Pferd? Ja, damals bin ich ein bisschen blöd gewesen und habe nicht Pferd von Pony können unterscheiden. Und ja, dann hat sie gesagt, das sei der Moritz und ich so, oh cool. Weil er hat sich plötzlich benommen, er war nicht mehr verfressen gewesen. Und ich habe das richtig toll gefunden. Genau. Na, Ponyreiten war immer so toll gewesen damals. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich dort auch geritten bin. Okay, alles gut. Auf jeden Fall Spieleland mega toll gewesen. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten habe ich auf YouTube so wie heisst das, so eine Parktour geschaut, wo so jemand gefilmt wird, wo der Park durchläuft. Oder halt einfach durch Spieleland. Und es hat so Erinnerungen aufdenkst. Zum Beispiel so, es hat so Boot gegeben, wo du kannst reinhocken. Irgendwie so mit dem Captain Blaubeer und wie heißt Heiner Blöd oder so. Irgendwie so mit dem Thema. An das kann ich mich voll erinnern. Es ist einfach eins zu eins immer noch so wie damals gewesen. Es hat mich so gefreut. Ja, aber die haben auch einiges geändert. Es hat so eine große Wasserrutschbahn mit so einem grossen Ring gegeben, wo sich so im Lift so, also eigentlich eine Wildwasserbahn oder so, einfach so mit einem grossen Reifen. Das gibt es jetzt nicht mehr, scheinbar. Aber ich hatte immer so richtig Angst vor der. Und mein Bruder hat dann so Horrorgeschichten erzählt, zum Beispiel wir sind im Lift stecken geblieben und so. Und ich so, oh mein Gott, ich will dort nie drauf, ich habe so Angst. Und ja, aber eben, das gibt es jetzt nicht mehr aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso. Genau, weil, Leute, ganz ehrlich, ich fühle mich wie ein Kind, das da so redet. Es ist mega weird. Egal, so bin ich halt. Ich gehe voll auf bei gewissen Themen. Nein, ich hoffe, ich vergaune euch damit nicht, mit meinen Interessen. Aber ja. Aber hey, Spieleland war eine tolle Zeit gewesen. Alles gut, danke Raya. Hoppala, jetzt hat es gerade geleckt. Und schon wieder, was ist denn los? Bitte einfach kann nicht sein. Ja, ab und zu kommt so mein inneres Kind führen und tut dann ein bisschen, alles so ein bisschen auslassen.
wo man so kann daran Freude haben. Es ist ein bisschen komisch, vielleicht versteht mich irgendjemand oder weiß, was ich damit meine. Genau. Ja. Und dann nach dem Spieleland ist dann das Legoland gekommen. Und ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Okay, das freut mich, wenn ihr da das vielleicht versteht und wisst, von was ich da rede. Genau, also nach dem Spieleland ist Legoland gekommen. Kennt das jemand von euch? Da geht es um Lego und, ja gut, ist das Legoland Deutschland. Also es war auch in Deutschland gewesen. Und es ist auch so toll gewesen. Ich hatte den Lieblingsachterbahn und habe dem Furio gesagt, weil es ist ein Drache war. Also die Achterbahn in Form von einem Drachen. Und ich habe die so toll gefunden. René aber war noch nie da. Na, wenn Lego-Fan bist, geh unbedingt dort hin. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit weg von der Schweiz das ist. Genau, auf jeden Fall ist es auch mega toll gewesen. Und dann nach dem Legoland ist der Europapark gekommen. Und den habe ich geliebt. Ich bin so Fan gsi vom Europapark. Genau. Während mit 11 oder so bin ich auf der Silver Star, die ganz hohe Achterbahn, die dann wirklich fast senkrecht ist, wo dann so runterfährst. Es war so toll gewesen. Oder irgendwie zwischen 11 und 13 bin ich dort gewesen, weil ich auf die grossen Achterbahnen bin. Wir haben zu Hause ganz viel Lego. Ah, wie cool. Für Lego ist mir nie zu alt. Genau, also ich habe selber auch noch einige Lego. Vor allem meine Lego Minifiguren, die dürfen nirgends hin, die bleiben bei mir. Genau, ich habe zum Beispiel das grosse Hogwarts Lego von Harry Potter. Das steht bei mir auf dem Regal da oben. Nebendran ein Lego-Leuchtturm. Dann habe ich einen Lego Space Shuttle, so einen ganz grossen, was sogar in echt gibt. Und ja, also ich habe eigentlich nur noch plus 18 Legos. Also für solche, die ab 18 sind eigentlich, also für Erwachsene. Und ja, ja, ich habe früher auch mega gerne Lego gespielt. Aber ich bin ausgelacht worden, weil ich mit Lego gespielt habe als Kind. Ja, als Kind Lego spielen hat man nicht dürfen. Man ist ausgelacht worden, es war nicht altersgemäß gewesen oder was auch immer. Genau. Ich habe ganz viele Drachen aus Lego zu Hause. Wie cool. Also so Figuren oder zusammengebaute. Es gibt ja wahrscheinlich beides. So ein ganzes Lego-Set oder einfach nur die Figur. Genau, und dann haben sich zwei Interessen vermischt. Also einmal Herr der Ringe und einmal Lego. Nämlich Lego Herr der Ringe. Und dann ist es eskaliert. Genau. Zusammengebaut, wo ich aber eine Anleitung dazu gehabt habe. Ah, cool. Na gut, frei Lego bauen ist jetzt echt ziemlich schwierig, finde ich. Also ohne Anleitung etwas bauen. Was ich früher als Kind gemacht habe, das sind dann halt so kindische Sachen gewesen, die irgendwie nicht wirklich Sinn ergeben haben. Aber ja, also mit Anleitung ähm, sind sie sicher richtig gut geworden. Ich bin sowieso jemand, der sein Spielzeug nicht verschenken möchte. Ja, ich habe nur schweren Herzens. Ähm, ja, zum Beispiel all meine Plüschtiere, ich habe die noch sind die meisten im Keller drunten, aber sie sind noch da. Ich könnte die nie weggeben. Ich würde es nicht übers Herz bringen. Mein Lieblingsplüschloi, der ist noch bei mir auf dem Bett. Der geht an ihren Sonne.
gab es ja auch noch. Ja, gell. Die wachsen einem so das Herz und so und ja, man will die einfach nicht weggehen. Die gehören einfach zu einem. Genau, vor allem in Plüschloi, ich habe das so gern und jetzt immer noch. Ja, er hat so seinen Stammplatz auf meinem Bett und chillt dort ein bisschen. Genau, aber ich habe viel zu viele Kuscheltiere, aber ich kann keinen weggeben. Oh mein Gott, same Reihe. Absolut same. Bei mir hat es auch immer gehabt, du hast viel zu viel zu viel Plüschtiere. Dann habe ich irgendwann keinen mehr bekommen, bin voll traurig gewesen. Und auch heute kaufe ich mir selten mal ein Plüschtier oder so. Oder auch mal ein Lego. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alle bis auf jemanden verscheucht. Weil es so der eine gleichzeitige Zuschauer ist. Genau. Aber ey, wer nicht da will zuhören, der ist nicht meine Zielgruppe. Genau, also ich hätte gerne über so Sachen, weil ja, es hat eigentlich gar keinen Grund. Ich mag die Sachen einfach. Mein Lieblingsplüschtier ist der IKEA-Elch, der sehr lange Beine hat. Manchmal versuche ich auch selbst welche gemacht. Cool, also den IKEA-Elch kenne ich jetzt leider nicht. Aber selber gemachte Plüschtiere, das ist sicher mega lässig. Also haben wir erst gerade letztens Stoff bestellt also zum Nähen. Und ja, so einen blauen und einen roten. Ich finde es mega schön. Ja, ich werde dann daraus ein Küsschen machen, so ein richtiger Plüschstoff ist das. Und dann genau noch so ein Füllmaterial, so Watte gekauft, zusammen mit dem Stoff. Und ja. Und mal schauen, ob das etwas wird. Ich bin schon gespannt. Also ich freue mich auf das Küsschen, das da dann entstehen wird. Und ja. Okay, gemeinsamen Moment. Okay, jetzt habe ich gerade null zu. Okay, jetzt hat es sich wieder auf 1 geändert. Von den Zuschauern her. Genau. Jaspers alte Reitbahn. Ja, so ist das. Aber mein inneres Kind ist so krass vorgekommen vorher. äh, ja, ich hoffe, es ist nicht unangenehm für euch, wenn ich einfach so als Erwachsene über so Sachen rede. Ja, aber man darf doch auch mal Kinder sein, oder? Okay.
So, und dann nochmal das einfach in die andere Richtung. Ach, jetzt habe ich gerade wieder nichts zum Erzählen. Mein Vater hat sich noch sehr lange nicht zugehört, aber jetzt ist er müde geworden, also ich mag deine Stimme sehr. Er findet, dass sie sehr beruhigend wirkt. Ah, danke, Alter. Warte, das sind jetzt ein bisschen komisch, aber danke vielmals. Das bedeutet mir viel. Genau. Aber schön, dass meine Stimme scheinbar so beruhigend ist. Ja. Genau. Finde ich auch. Oh, danke, Raya. Also, ihr seid nicht die Ersten, die sagen, ich habe eine beruhigende Stimme. Vor, wann ist das gewesen? Ein Freitag, wo ich das allererste Mal an einem Freitag gestreamt habe, hat das auch jemand gesagt, dass meine Stimme scheinbar so beruhigend sei. Und ja. Also es freut mich, dass meine Stimme gut ankommt. Ich habe auch schon komplett anderes Feedback früher bekommen. Und ja. Ich habe mich auch in dem einen Video dort ziemlich geöffnet, was so meine Probleme und so angeht. Und vielleicht eine kleine Triggerwarnung, es geht jetzt wieder um Mobbing. Also wer da nicht kann damit umgehen, bitte schnell wegschalten. Oder schnell leise machen oder was auch immer. Ähm, ich bin früher wegen meiner Stimme ausgelacht worden, weil das scheinbar so hoch sei. Oder wie auch immer. Und dann, ja, die haben sich richtig über mich lustig gemacht. Ich glaube übrigens nicht, dass du die Leute verscheuchst. Okay, ja, es kann auch wegen meiner Erfahrung sein, dass ich das denke. Weil ich habe jemanden mit einem Video können verscheuchen, leider. Der hat mich dann wegen einem Video hat ein Dislike da und mich deabonniert. Und ich so, was habe ich in diesem Video falsch gemacht? Genau. Genau. So. Gut, ab und zu frage ich mich einfach, wieso das einige reingehen und dann gerade wieder rausgehen. Ja. Aber ich glaube, über das haben wir schon im letzten Stream geredet und es ist nicht so gut angekommen. Darum lerne ich es gescheiter. Genau. Aber ich bin vorher, wo ich so über die Sachen geredet habe, so Zeug und Freizeitparks und so, ich bin so im Flow gewesen. Es ist so unglaublich. Oh Moment, das Boxrennen, das habe ich schon letztes Mal vergessen. Wieso vergesse ich in letzter Zeit das Boxrennen? Genau. Wenn es nicht so wäre, dann ist es nicht so. Oder wie geht's? Wenn es nicht so ist, dann wäre es nicht so. Irgendwie so geht der Spruch.
Ich freue mich schon auf die beiden Pizzastücke, die ich noch übrig habe. Die esse ich dann nach dem Stream. Ich habe nicht einfach so spontan Lust auf Pizza gehabt, dass ich einfach schnell Zutaten bin posten und dann Pizza gemacht habe. Das ist meine dritte, das ist meine dritte Pizza in dieser Woche. Glaub's. Oder meine dritte Pizza in diesen 2 Wochen. Also in den letzten 2 Wochen, sagen wir so. Genau. Ja, dann geht's ab zum Golden Hills Well Stall. Oh, selber gemacht. Ja, selber gemachte Pizza. Finde ich extrem fein. So selber beleidigt. Also der Teig ist nicht selber gemacht, habe ich so gepostet. Aber die Zutaten selber draufgeschmissen und ab in den Ofen damit. Aber ich finde manchmal so eine Pizza aus dem Restaurant ist auch nicht schlecht. Ja, im Restaurant gibt es teils von bei Pizzeria so extrem feine Pizza. Genau, aber selber gemacht ist auch ganz fein. Schmeckt ein bisschen anders, aber auch mega gut. Ich hatte mal eine Pizza gegessen, die war so fertig, ich hatte dann noch Bauchweh. Oh nein! Oh, Bauchweh nach Pizza ist eklig. Das habe ich auch schon gehabt. Aber nur von ganz bestimmten Pizzerien oder Restaurants irgendwie. Genau. So, das Flachste werde ich noch einsammeln. So. Okay, Goldblatt-Wettbewerbsbahn. Let's go. Mein Papa schnarcht gerade, das nervt mich gerade so sehr. Oh no. Ähm, ja, schnarchende Väter sind so das Ding irgendwie. Äh, ja. Vielleicht in einen anderen Raum oder so, vielleicht das Wohnzimmer, je nachdem, wo du gerade bist. Er könnte vielleicht helfen. Oder Kopfhörer, wenn du gerade zur Verfügung hast. Ja. Das wären so Tipps, die ich dir gerade könnte geben, die vielleicht könnten helfen. Also nur falls es natürlich möglich wäre. Ja, ich muss nachher die Tür zumachen. Okay, dann hilft das bestimmt, dass du nicht mehr so laut hörst. Okay, da ist schon wieder flach, dann werde ich das auch einsammeln. Kann ich das vorher gar nicht gesammelt, oder? Gut, dann nochmal einfach in die andere Richtung. Ich wäre so gerne wieder so im Flow. Wo ich einfach kann von der Seele reden, das war so toll gewesen. Und die haben so Lautstärke hoch drin. Genau, aber nur so laut, dass du niemanden damit störst. Am besten.
am Anfang vom Stream sind irgendwie 8 Leute dabei gewesen, also 8 Zuschauer. Da sind jetzt alle weg. So richtig so Ade Merci. Und ja. Jetzt bin nur wieder ich hier. Ja, das wird mir auch so angezeigt. Nur ein Zuschauer aktuell. Aber hey, ist doch auch völlig okay. Wir sind ein bisschen unter uns, können ein bisschen quatschen, uns austauschen. Genau. Vielleicht kommt später nochmal jemand. Aber wenn nicht, dann ist auch okay. Ich habe es da unter 14 Sekunden geschafft und das zweimal. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall mega viel Gas geben und abbremsen, das immer wieder. Hm. Die Goldmelisse will ich noch. Perfekt. Okay, und Goldblatt Herausforderung. Let's go. Na komm, Hasefell, das schaffst du. Aber ich finde es mega toll, Raya, dass du so meine Streams schaust und dir hat die scheinbar auch gefallen. Das finde ich mega toll. Dass du da so fleissig mitschaust und so. Ich würde das nicht so auf dich beziehen. Manchmal müssen auch Menschen wieder rausgehen, die ihren Eltern haben und die Eltern sagen, dass man ins Bett gehen muss. Stimmt, das kann auch sein. Also ich tue sehr, sehr viel auf mich beziehen, was vielleicht nicht immer optimal ist. Und ja, also ich nehme sehr, sehr viel persönlich. Zum Beispiel, ich habe nicht ein Video geschaut, das Tasty hochgeladen hat. Und dort habe ich mich so angesprochen gefühlt und so gedacht, meist habe ich irgendetwas gesagt in meinem Stream, wo ich nicht wollte sagen oder irgendwie so etwas. Ich habe voll gedacht, meist hoffentlich meint sie nicht mich. Obwohl mir die Situation nicht bekannt vorgekommen ist, was sie da beschrieben hat. Aber ich habe so Bedenken gehabt, ich so, Mist, bitte mein nicht mich. Weil ich kann mich teils nicht daran erinnern, was ich in meinen Streams erzählt habe. Und ja. So. Okay, dann wäre das schon gemacht, dann geht es weiter zu der Rennstrecke. Solange du nicht aggressiv geworden bist in einem Stream, ist doch alles okay. Ja, das stimmt. Ich habe einfach Angst, dass irgendwie aus Versehen ein Skandal passiert, wo ich irgendwie nicht merke oder irgendwie mir nicht bewusst bin oder so. Darum tue ich auch teils gewisse Sachen in meinen Videos rausschneiden, die vielleicht ein bisschen inakzeptabel sind. Zum Beispiel einen bestimmten Pferdenamen. Ich habe mal ein Bazaar-Video aufgenommen, wo die Lusitanas noch auf dem Bazaar waren vor kurzem. Das habe ich es so ein bisschen komisch genannt und dann habe ich im Nachhinein gedacht, dann während dem Video schneiden, weißt du was, es ist gescheiter, wenn du das rausschneidest, weil das gehört nicht in das Kinderspiel, da der Pferdename. Und ja, obwohl es eine Möglichkeit im Spiel ist, aber ja, ich hatte gedacht, weißt du, das schneidest einfach raus, dann kann gar nichts passieren. Und ja. Aber es scheint niemandem aufgefallen zu sein, dass ich das Ross rausgeschnitten habe, das ich mir gekauft habe. Und ja, aber ist besser so. Also eben, ich wäre die Letzte, die in meinem Stream aggressiv wird.
Darf ich fragen, was da so schlimm war mit dem Pferd? Es gibt so Namen, wo kannst kombinieren, dass da komplett andere Wörter daraus entstehen. Zum Beispiel, bevor die neuen Pferdenamen rausgekommen sind, hast du zum Beispiel können Beat Wife oder irgendwie so etwas, also Beat Wife können machen. Und die haben, ich meine, ich werde jetzt nicht sagen, was das heisst, aber also vielleicht verstehst du es vielleicht auch nicht und wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Es ist nicht lustig auf jeden Fall. Genau. Weil einige das gemacht haben, haben sie leider den Namen Beat rausgenommen. Also bei uns ist es so ein normaler Schweizer Bubenname. Und ja, ich finde es schade, dass andere das dann daraus gemacht haben und darum haben die wahrscheinlich Beat rausgestrichen aus der Namensliste. Aber dafür haben sie jetzt zum Beispiel Aal hinten und Titan. Dann kombinierst du das einmal und dann kommt da ja, ein dreckiges Wort kommt da raus. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, lass es einfach draussen. Es ist nicht gescheit, das immer mit Kinderspielen so zu machen. Und ja. Also wer es nicht versteht, besser so. Und wer es versteht, ja, der versteht dann auch, wieso ich das nicht drin lassen habe im Video. Na, ich glaube, der Hasselfell hat gar keine Hufeisen drauf. Yep. Oder? Das ist kein Hufeisen. Also kein mit Wert. In diesem Fall. Okay. Dann das letzte Rennen bei der Baroness-Strecke. Dein Pferd heisst Fuchs, aber du nennst es Hasenfell. Hasufell. Das ist etwas anderes. Ja, es ist der Spitzname von dem Ross. Ich kann mir leider keine Namensänderung leisten, aber ich würde das Ross. Ich tue, sobald ich das Ross dann. Also, nein, warte, sobald ich dann genug Starcoins habe, tue ich das Ross benennen, wo am nächsten Hasufell kommt. Und genau. Darum nenne ich das Ross so, weil es ist aus einem Film inspiriert, auch mein Outfit. Und darum, genau. Hallöchen, bin back, was los, was mit aggressivem Stream. Willkommen zurück, Cookie. Wir haben vorher darüber geredet, dass ich die letzte wäre, die in meinem Stream aggressiv wird, weil ich habe ein Video von der Tasty gesehen heute, was so um Skandal und so gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich aus Versehen so etwas auslöse oder so, oder dass ich damit gemeint bin. Und dann hat Raya geschrieben, ja, solange du nicht aggressiv in deinen Streams bist, ist doch alles okay. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre die Letzte, die aggressiv wäre im Stream. Genau, um das ist es gegangen. So, schnell einen Schluck Wasser. Alle, die zulegen, nehmen auch schnell einen Schluck Wasser, falls sie gerade das Getränk da haben. Genau. Ich werde dann ab zum Observatorium und nachher geht's zu dem einen Lichtrennen in Waledale. Okay, Observatoriumrennen, here I come. So. Observatoriumsrennen, perfekt. Ich kenne es nämlich auch von mir, wenn ich... Moment.
wenn ich den einen Namen nicht kriegen kann, dann versuche ich einfach das nächste dran zu bekommen. Genau. Als Beispiel, ich habe ein Ross, das Alphalot heisst. Das kommt sehr, sehr nah an Asphalot dran. Es gibt nämlich, der meint Film auch ein Ross, das dort Asphalot heisst. Und Alphalot kommt extrem nah ran. Darum haben einige Rösser ein bisschen random Namen bei mir. Aber ja. Warum Skandale meinst du das neue Video von Bella? Ja, genau. Ich habe das gesehen, mir ist vorgeschlagen worden. Und dann, ja. Ich hatte die ganze Zeit Angst gehabt, dass sie mich erwähnt, weil ich bin mir nicht bewusst, was ich irgendwie falsch gemacht hätte. Und ich habe Angst, dass mir etwas passiert, was ich gar nicht merke. Und ja, ich beziehe einfach alles irgendwie auf mich, weil es ist auch Teil von meiner psychischen Erkrankung leider. Ich kann alles auf mich beziehen. Und ja. Aber sie hat mich zum Glück nicht so erwähnt, außer sie hat. Also ich sage jetzt keinen Namen, aber ich glaube, Cookie, du weißt, wir haben zusammen mit dem Alex geredet und vielleicht hat sie uns drei gemeint. Ich weiß es aber nicht. Und ja, ist ein bisschen eine komplizierte Sache, die da irgendwie ist. So, falls du gerade geantwortet hast, habe ich es gar nicht gehört. Ja, ich habe vorher gerade geantwortet. Genau, ja, ich sage es sonst normal. Dass wenn irgendjemand mal in einen Skandal bekommt, dann wäre ich das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Nein, bei dir kann ich mir das nicht vorstellen, Raya. Aber mich kann es auch. Jetzt hat es gerade ziemlich gelegt. Aber es kann sein, dass mir vielleicht mal irgendetwas rausrutscht, wo vielleicht andere als Skandal anschauen, wo ich aber als völlig normal empfinde, weil ich vielleicht nicht gerade gleich denke wie jeder andere. Und ja, da habe ich schon ein bisschen Angst. Und dann immer, wenn so jemand sagt, ja, es ist so Creatorin, ich so, oh oh, das könnte auch ich sein. Und ja. Und dann habe ich da Angst, dass ich ihnen etwas Falsches gesagt habe in meinem Stream oder so, und das haben andere mitbekommen. Und ja. Aber es scheint alles okay zu bis jetzt. Oh je, genau. Okay, Midnight, bist du irgendwo da? Hallo, Midnight? Aber ich finde schon, dass Bonuspunkte jetzt weg sind, das hat sich so gelohnt. Da ist er. Hoi Midnight. Also du meinst das neue Video von Tasty? Ja, genau. Genau das meine ich. Mir ist das vorgeschlagen worden heute Abend. Ich habe es während dem Pizza-Essen geschaut. Und auch schon vorher während dem Pizza machen. Ja, was war denn bei diesem YouTuber ein Skandal? Ich sag's jetzt nicht im Stream, wenn es okay ist. Aber du kannst gerne das Video von der Tasty schauen. Sie erklärt es relativ gut. Du weißt hoffentlich noch zurückgezogen. Okay, du musst wissen, Cookie. Etwas Schlimmes rein, etwas Schlimmes. Genau, Cookie. Also etwas, was auf jeden Fall nicht lustig ist. Aber ich weiß nicht, ob da der Mr. Dings da, den wir beide kennen, Cookie, damit gemeint ist. Weil es kann sein. Nachricht war gerade sinnlos, habe ich deswegen wieder gelöscht. Alles klar. Ich meine, alles gut. Ja. Ich weiß nicht, ob er damit gemeint ist. Weil Tasty hat ja von. Was war ich da an? Hat ja gesagt, dass da noch zwei weitere im Call drin sind auf Discord. Und wir sind ja mit dieser Person im Call drin gewesen. Und ja, da weiß ich nicht, ob
sie vielleicht sogar uns gemeint hat und wenn ja, dann weiß ich, wer da damit gemeint ist mit dem volljährigen männlichen SSO-Creator. Und ja. Okay, wäre das wenn er jetzt auch gemacht. Es ist. Du weißt schon, wer gemeint. Hab heute mit Bella geschrieben. Ah, okay. Ja, dann weiß ich wer. Aber wiederum hat er mir dann geschrieben, dass das alles nicht stimme. Und ich bin jetzt komplett verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben sollte. Also dann das andere Licht dran. Also ich bin extrem naiv und glaube irgendwie jedem alles und vertraue eigentlich viel zu schnell vertraue ich jemandem. Aber das ist auch vielleicht Teil von meinem nicht normal sein, nenne ich es jetzt einmal. Und ein Laubhaufen. Den hole ich schnell. Und ja. Aber ich werde nicht rein verwickelt sein, das Problem. Oh, der Birch ist auch da. Cool. Genau. So, Sally Birch. Schön, dass du da bist. Und tschüss. Okay. Ich habe jetzt gar nicht wegen der Aurora geschaut. Renige droht mir jetzt auch ein Video über mich zu machen, was ich ihm unterstelle, und er sagt, er wird darüber erfahren, wie gemein ich bin. Oh, das ist jetzt echt nicht korrekt von ihm. Ähm, ja, es ist schwierig, da eine neutrale Seite zu beibehalten. Wir Schweizer sind ja meistens so ein bisschen die Neutralen. Und ich bin eigentlich weder für noch gegen jemanden, sondern meistens einfach neutral halt. Und das ist jetzt echt schwierig zu sagen, wer da recht hat. Weil der eine sagt, ja, das ist so und so passiert, der andere tut es wiederum bestreiten. Und sagt, ja, er höre vielleicht sogar mit YouTube auf und tut die Altersgrenze zum Kontakt aufnehmen auf 18 erhöhen. Und ja, jetzt weiß ich echt nicht, wem glauben. Ich trau lieber Bella, sie ist älter und hat echt Besseres zu tun als zu lügen. Ja, das stimmt. Also vielleicht weiss ist sie. Ja gut, sie ist erwachsen. Ich weiss zu wenig über sie, ich schaue sie eigentlich nicht. Und ja. Aber es ist ein ziemlich ernstes Thema. Nicht schon wieder. Pass auf, Will, jetzt komm. Neutral ist immer gut, dann kriegst du keinen Stress davon. Genau, ich versuche so neutral wie möglich zu bleiben und mich auf keine Seite zu stellen. Und ja. Aber ich denke schon, dass. Aber wiederum kann es sein, dass. Ich werde es nicht unterstellen oder so, aber. Dass vielleicht die eine Person, obwohl wenn es Beweis gibt, dann hat sie ja recht eigentlich. Okay, jetzt ist die Frage, gibt es Beweis von damals? Der Schule war sowieso immer diejenige, die in der Mitte stand und gar nichts gesagt hat, wenn zwei um mich herum gestritten haben. Oh, okay. Also ich gescheiter einfach daraus rausheben, dann kann einem selber nichts passieren. Frau Bella hat gesagt, Moment. Bella hat gesagt, falls was ist, sollen wir uns bitte bei ihr melden. Habe jetzt auch echt Angst, weil will nicht, dass was Schlechtes über mich erzählt wird. Ja, die Angst kann ich verstehen, Cookie. Also dann wäre es gescheiter, das auch zu sagen, dass du jetzt Angst hast, damit sie dich vielleicht in Schutz nehmen oder so. Oder dann. Ja, weil sie hat mehr Reichweite und kann dann eher anderen sagen, dass es nicht stimmt, was der sagt. Und ich glaube, ihr kann man dann auch eher glauben. Als. Ja. Aber bei dieser Sache ist es echt schwierig zum neutral bleiben. Aber es ist echt schwierig zu sagen, wer jetzt da recht hat. Aber wenn es für euch okay wäre, obwohl, und wenn
der jetzt ein Video über mich macht. Ich habe zwar sehr viele, die hinter mir stehen und mich unterstützen. Ja, das ist gut, wenn du schon viele hast, die dich unterstützen und hinter dir stehen. Das ist auch gut so. Ähm, ja. So, die XP hole ich jetzt nicht ab. Ich will mir das Licht sparen. Aber schlecht ist es trotzdem für mich und meinen Kanal. Ja, das ist sicher so, wenn jemand ihnen etwas Schlechtes über jemanden erzählt. Also ich Licht hole ich auch schnell. So. Perfekt. Also dann einmal das da. Aber wenn es so recht wäre, vielleicht das Thema wechseln, nicht, dass ich da noch irgendwie mit reinrutsche oder so, das will ich nämlich nicht. Also eigentlich habe ich keinen Bock auf Beef, aber ich habe nur gesagt, ich habe gehört, dass er sowas macht und möchte einfach bitte keinen Kontakt mehr und dann kommt er mit sowas. Ja, okay, also wie gesagt, Themawechsel. Wie geht's dir heute so? Ja, ziemlich gut. Eigentlich war es heute sogar ein bisschen langweilig gewesen. Also, ja, ich hatte einen komischen Traum gehabt. Also ich bin aufgewacht und dann wieder eingeschlafen und dann hatte ich einen komischen Traum gehabt. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, wenn man träumt, dass man aufwacht und dann einfach so im Alltag nachgeht oder irgendetwas im echten Leben macht oder so. Und dann im Traum wieder aufwacht und dann nochmal nachgeht und dann ist mir so ein Teufelskreis, wo man dann immer und immer und immer wieder aufwacht. Und dann immer denkt, gut, das ist jetzt ein Traum gewesen. Das jetzt ist aber die Wirklichkeit. Und dann geht es immer so weiter, bis man dann in echt aufwacht und dann denkt, Moment, wie oft bin ich jetzt schon aufgewacht? Traum im Traum hatte ich auch schon mal. Ja, es ist richtig unangenehm. Wenn man träumt, dass man träumt. Genau, aber wenn so eine Spirale ist mit ständigem Aufwachen, dann ist das ein bisschen unangenehm. Okay, dann geht es rüber zu den Druidenkoppeln. Mal schauen, ob es dort etwas gibt, was ich machen kann. Aber heute auch so einen random Traum gehabt. Willst du davon erzählen, Cookie, was du so random geträumt hast? So random Träume sind teils nur speziell. Also ich habe geträumt, dass ich mir heute ein billiges Handy kaufen wollte. Aus verschiedenen Gründen. Und ja, dann bin ich irgendwie in einen Laden gegangen und habe mich dort beraten lassen. Aber irgendwie ist mir so nicht schwindelig oder so, sondern, weiß nicht, ein schwierig zu beschreiben. So ein Benommensein irgendwie. Aber ich habe gedacht, ich sei wach und wäre wirklich dort. Und ja. So, kommen die Lichter. So. Ich werde dich noch genau jetzt noch 5 sammeln. Und noch eins. Das bist genau. Oder auch nicht. Ah, die Blauen sind langsam. Oder so geht's auch. Perfekt. Okay, ich muss jetzt nüssen. Ich tue mich schnell muten. Gut. Ich hasse mein Nüssen und darum möchte ich nicht, dass ihr das hört. Genau, okay. Der Traum ging so, meine Mama hat ihre Hose kaputt gemacht, hat sich dann meine Lieblingshose geholt und die zerschnitten und
Ihre Hose mit den Stücken meiner Hose wieder geflickt. Oh nein, und das ausgerechnet mit deiner Lieblingshose. Okay, well, DLC. Okay, das ist nicht so ein toller Traum. Ich bin mal von einem Stuhl gefallen und bin schweißgebadet aufgewacht. Oh, das sind auch nicht lustig. Genau. Ich habe vergessen, ihr das Rennen abzugeben. Weißt du was? Nein, ich mache es ganz am Schluss. Revenu? Und ich habe mal im Traum keine Luft mehr bekommen und habe in echt auch keine Luft mehr bekommen. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Oh, okay, das ist richtig, richtig eklig. Keine Luft mehr bekommen. Ähm, ja. Ich frage mich oft, was ist, wenn wir auf die Welt kommen, einmal einschlafen und unser ganzes Leben dann einfach ein Traum war und du wachst dann im nächsten Leben wieder auf. Aber das habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, Cookie. Ja, aber es hat mir teils geholfen, in schweren Situationen klar zu kommen, indem ich mir einfach einrede, dass was da passiert, ist alles nicht real, es ist alles ein Traum. Es hilft zum Teil, aber es ist nicht optimal, um so zu denken. Aber ja. Also es hat sich so angefühlt, als hätte ich vergessen zu atmen in Nacht. Oh. Ich hatte das auch mal irgendwie 2 Sekunden lang gehabt, wo ich einfach vergessen habe, wie man schnauft. Und das ist ein mega Stressmoment. Also ich kann es mir vorstellen, dass es für dich auch mega stressig hätte müssen sein. Ja. Genau, habt ihr das auch so, dass eure Träume extrem beeinflussen? Also zum Beispiel, ich habe mal geträumt, dass ich mir eine PlayStation 5 gekauft habe. Und dann habe ich in echt plötzlich eine wollen, obwohl ich vorher so gegen die PS5 war irgendwie. Und dann habe ich plötzlich eine wollen. Also denke ich, zuerst vor dem Traum habe ich so gedacht, nein, ich brauche gar keine. Das ist voll unnötig. Und dann habe ich von einer geträumt, dann habe ich sie plötzlich wollen. Ich würde mir oft wünschen, manche Momente wären einfach nur ein Traum. Same Cookie. Eben sich das dann einreden, es kann für den Moment helfen, aber wie gesagt, es ist nicht optimal zum so denken. Ich glaube, es tut nicht wirklich gut. Revenu? Und ich könnte einfach nun einfach alles besser machen. Ja, das ist so leider Wunschdenken, aber ja. Leider ist das reale Leben. Also was heißt so leider? Zum manchmal leider. Manchmal ist es auch mega schön. Also es gibt ja Schattenseite und Sonnenseite. Genau. Ich weiß nur, dass wenn ich einen sehr unheimlichen Traum hatte, dass ich davon den ganzen Tag Angst habe. Oh, dann hätte ich ziemlich stark, ähm, wie kann man dem sagen? Ziemlich stark einholen oder irgendwie nachverfolgen oder irgendwie so etwas, dass sich den ganzen Traum den Tag durch verfolgt. Und vor allem bei starken Albträumen oder so ist das echt nervig. Ich habe mal so einen schlimmen Traum gehabt und es hat sich so real angefühlt. Upala. Beeinflussen. Genau. So. Hast du Fell? Jetzt reitest du da entlang. Beeinflussen, genau. Oder eben auch den Tag durchverfolgen, kann man auch sagen. Ja, das ist dann echt nicht lustig. Ich hatte das eben mit dem einen mega schlimmen Traum auch gehabt. Was ich wirklich sehr. Also, die Gefühle sind wahrscheinlich real gewesen. Aber das, was passiert ist, zum Glück nicht. Ich hatte mal den Traum, dass meine Schwester hingefallen ist und ihr Kopf abgefallen ist und ich habe den ganzen Tag nur noch geheult vor Angst, war halt erst 7. Ja, da kann ich verstehen, dass man den die ganze Zeit den muss brüllen. Es sind mega verstörend, der Traum. Revenu?
Ich habe oft noch sehr unheimliche Träume. Auch wenn du die oft hast, es kann auch einen Auslöser haben, vielleicht, wenn es dich wirklich belastet, würde ich es mal abklären. Also ich glaube, das kann man abklären. Vielleicht findet man da dann irgendeinen Auslöser oder so. Und ja, dann, ja, also ich komme durch meine Medikamente ziemlich komische Träume über zum Teil. Also vor allem, wo ich es wieder eingenommen habe, hat es richtig meine Träume beeinflusst. Sie sind so richtig, richtig komisch geworden. So, also wirklich so komisch, dass ich dann nicht einmal mehr wollte schlafen. Dann lieber die Nacht durchgemacht habe, weil ich einfach keine Lust hatte auf die Traumwelt. Genau. So. Außer dir sind gerade übrigens noch zwei live. Also neben mir sind noch zwei andere live werden. Also ich kann jetzt schlecht anschauen. Also du kannst ruhig bei den anderen auch gerade reinschauen, wenn du willst. Äh, ich fände es okay. Boah, same. Ja, genau. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 41. Wieso brauche ich das so lange? Okay, weißt du was, ich warte jetzt schnell auf dich, bis du das Rennen fertig gemacht hast. Oder auch nicht. Genau, so Träume sind teils echt mühsam. Vor allem die Gefühle sind teils so real. Es ist so schlimm. Denn meine Träume haben teils auch richtig intensive Gefühle dabei. Also so richtig komisch. Und ja, dann habe ich jetzt einfach keine Lust auf die Traumwelt und will dann einfach gar nicht schlafen. Ja. So, das Moos werde ich noch einsammeln und jetzt gerade nochmal eins. Und Färberröte. Ich glaube, es ist Färberröte. Ja, perfekt. Es ist unglaublich, ich streame schon wieder seit bald 2 Stunden. Ah, die Zeit. Wo geht denn Diana? Sind noch live. Okay. Also du hast vorgeschrieben, dass noch neben mir noch zwei andere live sind, aber nicht wer. Also musst du ja nicht, wenn du nicht willst. Aber vermutlich ist da eine Nachricht nicht durchgekommen, kann das sein? Ich habe mal geträumt, Moment, bei grossen Nachrichten noch einmal das Rennen pausieren. Ich lese sie gerade vor. Ich habe mal geträumt, dass meine beste Freundin in einem See untergegangen ist. Ich bin ihr nachgesprungen und wollte sie retten, als ich abgetaucht war und sie unten am Boden gesehen habe, war sie. Wer noch live ist, habe ich eigentlich schon geschrieben. Also da hast du nur geschrieben, dass nur zwei andere live sind. Aber wer hast du jetzt nicht gesagt? Waren um sie alles Leichen herum, der ganze Seeboden war voll. Okay, das klingt heftig. Das ist ein heftiger Traum. Ja. Also etwas in die Richtung habe ich zum Glück noch nie geträumt, aber es klingt richtig schlimm als Traum. Was auch immer das gerade war, auch so viel. Sepp und Stefanie Undercake sind noch live ausgediert. Ah, okay. Die eine sagt mir da leider gar nichts. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
2 Tage ist Schule. Also, meinst du, in 2 Tagen sind Schule? Ist Schule? Stimmt, kommt der Bahn. Dann am Montag, hä? Also, ich schaue übrigens Horrorgeschichten. Ich denke, dass das der Auslöser war. Du bist auch so ein Horrorfan in dem Fall. Ähm, Es muss nicht sein, aber es kann ein Auslöser sein, natürlich. Ja. Aber bin ich froh, dass ich nicht mehr in die Schule. Obwohl ich es mir manchmal wünsche, um wieder in eine Schule zu gehen. Ich habe mich ja im Juni für eine Schule beworben, aber dann habe ich dann abgelehnt. Leider, ich wäre so gerne gegangen. Aber ich habe mich zu wenig auf der technischen Seite damit befasst. Ja, danke vielmals. Ich schaue gerne den YouTuber Kio. Oh, den kenne ich! Ich finde ihn mega gut. Aber ich habe jetzt nur sehr, sehr wenig Videos von ihm geschaut. Ja, ich habe mal ein Video von ihm zum Einschlafen gelassen, wo er so über irgendwie Top 3 Creepypastas oder so die erzählt hat. Ich habe das dann einmal zum Einschlafen gelassen und es ist so cool gewesen. Aber ich bin dann wieder zurück zum SpongeBob. Genau, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Und er macht, glaube ich, auch hochwertige Videos. Also qualitativ sehr hochwertige. Aber ich glaube, er hat mehrere Kanäle. Zum Beispiel Kio Can Sleep, Kill Kio und einfach nur Kio. Glaub's. Ich nicht, die nicht können echt gemein sein. Ich habe jetzt leider den Zusammenhang verloren, wo du da meinst. Ich muss immer noch ein bisschen üben, so um mir Zusammenhänge können merken, oder mein Gesagte merken. Wegen der Verzögerung. Ich wäre froh, wenn du schnell mal sagen würdest, auf was es gerade bezogen wäre. Ja. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe so ein Siebhirn, es ist unglaublich. Ich würde dir empfehlen, bei Q mal wieder durchzuschauen. Ja, das ist sicher cool. Also, vielleicht mache ich es heute Abend, also heute Nacht eher. Und schaue mir mal ein paar Videos an. Weil ich morgen eh ausschlafen, also habe ich genug Zeit dafür. Ja, zumindest der Creepypasta-Video war mega toll von ihm. Und er hat auch irgendwie so eine angenehme Stimme, finde ich. Also dem kannst du richtig gut zuhören. War auf der Schule bezogen gewesen. Wegen in die Schule gehen. Ach so, das meinst du. Genau. Stimmt, ich habe ja ganz kurz über die Schule geredet. Ja, also es wäre eine erwachsene Schule gewesen, wo mindestens 18 muss sein. Und darum wäre das zumindest nicht das Problem gewesen. Und ja, Teenager können echt gemein sein. Ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Und der Hasefell ist Level 10. Yay. Dreier liebt seine Stimme. Ja, die hat wirklich etwas Besonderes an sich. Und das erklärt vielleicht auch, wieso ich bei dem Creepypasta wieder so gut einschlafen kann. Aber seine Stimme ist wirklich toll. Also ab zu der Starshine Ranch. Ich tue immer so schön brav am Weg folgen. Obwohl ich könnte da mit durch abkürzen. Aber irgendwie stört mich das, wenn ich von meinem Weg abkomme. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich zählt das irgendwie als Routine oder so, wo man starr muss folgen. Ich liebe seine japanischen Mythenvideos auch. Okay, die habe ich jetzt nie geschaut, aber es klingt interessant. Vor allem, weil mich ja Japan allgemein interessiert. Genau.
Zum Beispiel, ich habe ja ein Video über meinen Hund gemacht, also aufgenommen, wo ich so ein bisschen von ihm erzähle. Und mein Hund ist ja auch Japaner, also er ist made in Japan. So, eigentlich gerade perfekt für einen Japan-Fan. Es geht darum, japanische Götter oder Fabelwesen. Also, Yokai und so Sachen, zählt das auch dazu? Oder sind es jetzt eher Geister, wo ich da davon erzähle? So Götter kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Und Fabelwesen jetzt eigentlich auch eher weniger. Genau. Ich glaube eher Geister. Ja, hast gerade gedacht. In dem Fall kenne ich mich mit Fabelwesen und so überhaupt nicht aus. So Mythologie und so. Ist nicht so mies. Aber ja. So. Was haben wir noch? Tanzbühne, okay. Natürlich schön von der richtigen Seite, dass man da auch richtig schön reinspringen kann. Gut. Warst du schon mal auf Schloss Lenzburg? Nein, noch nie. Ich bin noch nie dort gewesen. Aber Lenzburg selber schon. Und ich habe keine tolle Erinnerungen. Zumindest an den Bahnhof. Ja, also Lenzburg ist bei mir so ein bisschen das Trigger-Thema. Und darum reizt mich das Schloss auch nicht unbedingt. Schon. Perfekt. Ja, genau. Also ist jetzt auch schon 1,5 Jahre seither, wo das passiert ist in Lenzburg. Und ja, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Also. Und Schloss Schilo. Okay, das sagt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht einmal, wo das ist. So. Aber ich glaube, es sind wieder nur wir beide da drin in dem Stream. Und ich glaube, alle anderen sind wieder rausgegangen. Ich glaube, es ist auch Cookie. Hoppala. Ich meine, ich könnte noch zwischen diesen Steppenläufern durch, aber hätte noch müssen springen. Okay, und... Ja. Gut, Steppenläufer Rodeo. War schon 9:30 war, es ist schon unglaublich die Zeit wieder. Ei, ei. Also gut, habe ich heute ein bisschen früher angefangen, weil wir haben am Anfang relativ lang gebraucht. So vor der Pinta-Gegend und so. Und ja, sonst wäre ich jetzt schon ein bisschen weiter, wahrscheinlich schon auf Südhof. Aber ist auch okay. Ach komm, nein, jetzt haben mich gerade 2 Steppenläufer getroffen. Och Mann. Gut, ab zum Dinotal. So. Und schnell einen Schluck Wasser. Oh, ich habe vergessen, jetzt auch Spieler-XP abholen. Upsi. So, jetzt. Und dann geht es sowieso nur nach Wildale. Ganz am Schluss. Dinotal, Lagerplatz. Da.
Es war nicht einfach, meinen Vater zu leiten, auf den Chat zu achten und auf meine eigenen Charakter zu steuern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und schon, ziemliches Multitasking, da alles gleichzeitig müssen zu machen. Aber hey, es war lustig gewesen. Ich bin gerade so motiviert zum Leveln. Ich weiß nicht wieso. Ich finde. Moment. Ich finde, dass er es auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Ja, also er ist wenigstens noch vor Pinto gekommen. Das ist schon mal ziemlich gut eigentlich für jemanden, der sonst nie Mobile Games oder so spielt. Und ja. Okay. Ich habe jetzt schon 28 Abos. Cool. Dein Kanal wächst ja richtig schnell. Das freut mich. Weil hast du mich noch überholt. Weil ich glaube, mit deutschen Videos hast du eine größere Reichweite als mit Schweizerdeutschen. Aber ich will meinem Stil treu bleiben. Mit dem Schweizerdeutsch. Und ja. Ich meine, wenn man von Anfang an schon deutsche Videos macht, dann muss man sich auch nicht wirklich verstellen oder irgend so etwas. Südhof. So. Ich könnte mal schauen, was meine Abo-Zahl sagt. Also mir sind Abos jetzt nicht wichtig, aber ich meine, wenn man dann viel hat, ist es halt schon cool. Oh, ich bin bei 62. Cool. Dann nicht 28, 38. Oh. Das heisst, das ist jetzt schon mehr als dort, wo ich wieder angefangen habe, vor einem Monat. Vor einem Monat hatte ich nur 36 Abos gehabt. Und ja, das heisst, du überholst mich jetzt dann. Ei, ei. Aber kann ich auch verstehen, deine Videos sind einfach wirklich unterhaltsam. Und ich glaube, wenn man Shorts macht, hat man noch mehr Abos, als wenn man jetzt nur Videos macht. Ich bin irgendwie jetzt blöd dafür, um einen Short aufzuladen. Ich weiß nicht mal, wie man das macht. Darum habe ich eben meine kurzen Clips alle in ein Video reingepackt. Weil eigentlich hätte ich die gerne als Short aufladen, aber ich habe nicht gewusst, wie das geht. Ganz langsam. Ja. Ich weiss jetzt den Zusammenhang wieder nicht mehr. Ich habe vorher über so viele Sachen geredet. Und ja, so ein bisschen Anfängerproblem, das ich da habe. Okay, na warte. Das andere, das da. Jeder hat seinen eigenen Stil. Genau. Also ich möchte meinem Stil treu bleiben mit dem Schweizerdeutsch. Und es kommt auch ziemlich gut an bei den meisten. Den anderen sagen, ich aus Bayern verstehe kein Wort. Ich so, okay, spannend. Schön, dass du aus Bayern bist. Aber ja, ich bleibe im Schweizerdeutsch, weil ich habe gemerkt, beim Deutschen, ich verstelle mich einfach zu sehr. Ich kann nicht authentisch sein. Ich bin nicht ich selber. Und ja, darum Schweizerdeutsch Idees. Also, das war gerade richtig unangenehm, die Augen.
Boah, wieso muss es denn so rot werden, wenn man einen Sprung nicht schafft? Es ist so unangenehm. Da bin Schweizerdeutsch ein wenig im Blut, weil ich ja Deutsche bin, noch zur Hälfte. Stimmt. Genau, dann ist es für dich vielleicht sogar einfacher, zum Deutsch reden. Was soll ich immer noch? Nein, klein Fuchs. Nicht gemein. Ich hier streamen. Ich nicht antworten können auf Discord. Aber schön, dass du da bist. Doch bist du. Nein, klein Snowfuchs. Nein, nicht gemein. Frech. Ja, das hat man mir schon. Das sagte man mir schon manchmal, dass ich frech sei. Aber nicht bewusst auf jeden Fall. Bin oder Sascha recht. Hoppala. Recht immer noch. Okay, dann Sascha Edis. Oder Dino. Nein, Sascha kann ich mir besser merken. Genau. So, dann wär's das schon gewesen auf Südhof. Dann geht's wieder zum Einsiedler. Okay. Was ab zum Einsiedler? Und das Flachste noch schnell einsammeln. Genau. Nein, Spaß. Okay. Ich bin jemand, der alles einfach viel zu ernst nimmt. Okay, dann noch schnell das Recyclingmaterial einsammeln. Südhofs neue Rennstrecke. So, let's go, Hasufel. Wuhu! Genau. Und sonst so, alles Palette bei euch. Die alten Welsh sind auch weg. Sind die nicht auf der Vintage Farm bei Marley? Die sind ja lang da beim Einsiedler gestanden, weiter oben. Und die haben sie dann irgendwann gezügelt. Aber ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit her. Genau. Und die Dame, du fällst im Urlaub. Ja. Ich verpasse alle alten Pferde. Nein. Moment, Welshpan ist nicht schon raus, oder? Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Sascha, wo bist du schon wieder im Urlaub? Ich weiß es nicht mehr, oder hast du das überhaupt schon gesagt? Ah, okay. So wieder. Ähm, man sagt das so, glaube ich, im Schweizerdeutschen. Okay, Goldspur fahren. Goldspur fahren, Goldspur fahren. Tralalala. Okay, dann macht da dran im Grüntal. Ja, ich freue mich schon auf meine restliche Pizza, die ich dann nach dem Stream kann essen Die alten Welshponies sehen aus wie die Mustangs. Ja, hat ein bisschen etwas. Ich müsste wieder mal so als Welshpony sehen, um können sagen, dass die wirklich so aussehen. Und sein in Portugal. Ah, cool. Ich weiß gar nicht mehr, ob du das schon erzählt hast, dass du in Portugal bist. Also ich nicht können erinnern mich daran. Ähm. Gut. Dann das nächste Grüntalrennen. Ich warte unten bei dem Rennen bei der Fähre. Alles klar, Raya. Ich komme nachher sowieso bald dort hin. Also noch das Rennen fertig machen und dann noch eins von meinen Hassrennen hier im Grüntal. Okay, wird's gemacht. Wir werden sehen. Das herausfordernde Grünwald-Championat. Ich wäre jetzt so gerne einfach wieder im Flow und könnte einfach so problemlos irgendwie von der Seele reden. Ich mache das richtig gern, es macht mega Spaß. Aber wenn mir nichts in den Sinn kommt, dann passiert es leider nicht, dass ich in den Flow komme. Und ja, mal schauen, schaffe ich das? Okay, da bin ich jetzt gut durchgekommen.
Hoppala, was wird das Hasufell? Was soll das? Da einfach so selbstständig umsteuern, unglaublich. Okay, über was kann man noch Schönes reden? Ähm. Hm. Nein! Oh, ganz am Schluss! Ich habe eigentlich das Hasenfell. Ah, cool. Ich habe nie ein Tierfeld dürfen, obwohl ich gerne eins gehabt hätte, damals als Kind. Und eben, mein Ross heisst nicht Hasenfell, es heisst Hasufell. Wird ein bisschen anders geschrieben, aber ist okay. Gut, jetzt gehe ich da zu dem einen rennen, der da unten bei der Fähre ist. Oh, sorry. Alles gut, Raya. Okay. Ah, da bist du schon. Noch schnell das Moos einsammeln. Perfekt. Und los geht's. Ich finde das Rosfadorit ist einfach so toll. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich mir das hier kaufen könnte in diesem Spiel. Aber hey, jetzt ist endlich da gewesen beim Sommer-Event. Und ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Und ja. Ich war gestern voll langweilig, weil du nicht gestreamt hast. Oh, das ist voll herzige Nachricht, ja. Aber ja, ich habe mir eben vorgenommen, nicht täglich zu streamen, weil es wäre für mich vielleicht ein bisschen... Also es ist schon mega cool zum Streamen. Aber es wäre dann vielleicht irgendwann ein bisschen too much, weil es gibt auch Tage, wo ich mal am Abend nicht daheim bin oder so und dann kann ich leider eben auch nicht streamen und darum möchte ich einfach nur alle paar Tage streamen. Und ja. Aber es sind mega nette Worte von dir. So schön, dass dir meine Streams so gefallen. Also mir macht selber, wie gesagt, auch mega Spass zum Streamen. Ich bin froh, dass ich damit angefangen habe. Okay, dann ab zu der Kuppelinsel. Nein, alles gut. Okay. So, vielleicht noch schnell einen Schluck Wasser nehmen. So. Ich verstehe das vollkommen mit dem nicht täglich streamen. Ja, das ist gut, dass du das verstehst. Weil ich möchte mich einmal ein bisschen zurückziehen, einmal einen Abend für mich haben oder so. Oder einmal privat leveln. Genau. Aber dafür freue ich mich nämlich mega auf die Streams. Also das ist dann echt das Highlight vom Tag meistens. Und ja. Also ich versuche so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen. Also zum Beispiel jeden Samstag streamen oder jeden Mittwoch und Samstag oder so. Ich versuche dann so 2 oder 3 Tage rauszusuchen, die vielleicht gut wären. Für so ein bisschen Regelmäßigkeit. Ich fände es noch toll. Dann habe ich so fixe Tage. Also zum Beispiel wie so aus Pferdewelt macht es ja auch so. Oder hat es langsam gemacht, dass er immer am Montag und Freitag gestreamt hat und so eine Routine hätte ich eben auch gern.
Und ja. Aber ich muss dann noch einen Tag raussuchen. Und ja, aber bis jetzt ist es ein bisschen unregelmäßig mit ein paar Tagen eigentlich. So all 1 bis 3 Tage. Ups. Wieder mal einen Sprung verkackt. Also wäret ihr dabei, wenn ich zum Beispiel immer Dienstag und Freitag streame, jetzt als Beispiel? Oder 3-mal, zum Beispiel Montagabend, Donnerstagabend und Samstagabend. Das wäre doch cool. Montag, oder so einfach mal nach Lust streamen. Genau, so Streams einfach zwischendurch mal so ganz spontan sind. Ich bin dabei, alles klar. Es ist eben die Frage, soll ich es so lassen, wie es gerade ist? Also mit spontan streamen, wenn ich mal an einem Tag richtig Lust drauf habe. Oder wirklich regelmäßig streamen, also wirklich an festen Tagen. Weil ich fände das mega cool mit den festen Tagen. Und eben vielleicht mal einen spontanen Stream zwischendurch, aber dann würde ich euch das wissen lassen. Oder vielleicht auch nicht. Like so einen Beitrag für einen spontanen Stream würde ich jetzt auch nicht erstellen. Ja, dann hätte ich Montag, Donnerstag. Sonst machst du es nach festen Tagen. Genau, das klingt am besten für mich. Also so ein bisschen feste Routine und so finde ich toll. Dann würde ich morgen einen Beitrag dazu erstellen, wo ich dann Zeiten und Tage hinschreibe. Oder vielleicht sogar ein kurzes Infovideo mal schauen. Nein, ich glaube, ich mache es als Beitrag. Genau. Okay, das wäre dann Montagabend, Donnerstagabend und Samstagabend. Genau. Ich muss mal schnell aufschreiben, sonst vergesse ich es noch. Ja, genau. Notizen. So, Montag, Donnerstag, Samstag. Streaming-Tag. Oh, jetzt ist gerade 10 geworden. Eieiei. Perfekt. Wie viel Akku hat mein Handy? Oh. Okay, mein Handy ladet scheinbar nicht. Das ist bei 1% unten. Vorher hat es noch 4 gehabt. Aber das ist auch schon sehr viel. Es geht eigentlich. Also andere streamen wirklich täglich. Und ja. Aber ich tue sehr gerne streamen und würde es am liebsten eigentlich täglich machen, aber dann muss ich mich selber bremsen. Weil, okay, da hat gerade jemand ein riesiges CT. Okay, am 10 Uhr am Abend hat ein anderer Club ein CT. Sehr interessant. Genau. Okay, es sieht halt schon cool aus mit so CTs. Hoppala. Alles gut. Dein Kanal, du bist die Chefin. Genau. Würde ich jetzt auch mal sagen. Wieso steht die da so allein? Spielt die Verstecken oder was machen die? Okay. Genau, also ich würde sagen Montag, Donnerstag und Samstag. Mal schauen, ob sich das bei mir einpendeln kann. Ich wollte auch sagen, sieht echt cool aus, so ein großes Club treffen. Ja, habe ich jetzt auch gerade wollen sagen. Also ich habe es vorher schon gesagt. Genau. Aber so ein riesiger Club wäre jetzt nicht für mich. Ich bleibe in unserem Club, da kennen wir uns. Und ja, das dritte ist auch voll angenehm, finde ich. Anstatt so jede Menge, vielleicht sogar noch ziemlich unpersönlich. Ich will auch so einen Club. Ah, Cookie, willkommen zurück. Ja, es ist vielleicht gar nicht mal so einfach, so einen grossen Club aufzubauen. Also ich habe jetzt leider praktisch keine Erfahrung mit Clubs in SSO.
Ja. Für mich wäre es ein riesen Plot einfach zu stressig. Uppala. Oh, also viel. Komm, einfach zu stressig. Ja, genau, für mich auch. Vor allem, wenn man dann auf Discord miteinander redet und dann redet irgendwie 20 Leute aufs Mal. Und ich kann gerade mal jemanden verstehen in einem Restaurant. Und struggle sogar dann. Und dann noch mit 20 Leuten einfach gleichzeitig reden, ich könnte das nicht. Ich wäre wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur still. War nie weg, aber einfach still beobachtet und zugehört. Ah, okay, das kann man auch machen, Cookie. Alles gut. Es werden mir in dem Fall nicht alle Zuschauer angezeigt. Manchmal. Ich habe Respekt von den Dressurreiterinnen. Es ist so. Ja, also Dressur, ich kann mich da überhaupt nicht aus damit. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch ziemlich schwierig sein kann. Und ja. Gut, dann ab zum Schlangenbissrennen und dem anderen, der frisch reingekommen ist. Mal schauen, ob die noch da sind. Ich will wissen, welcher Club das ist. Sind ihr noch da, Leute? Ja, okay, wie heißt der Club? Jorvik. Okay, das sind scheinbar mehrere Clubs. Pink Roses, Curious Titans, T-Rex Horses, Jorvik Kittens, Opal Pioneers. Ja, das sind mehrere Clubs aufs Mal wahrscheinlich. Vielleicht ist es darum so groß. Genau. Einmal der Schlangenbiss. Also Schlangenbissrennen. Das ist dein Team. Okay. Bin eine Dressierreiterin. Ach cool. Also jetzt in SSO oder in echt? Ah, in SSO, okay. Ja. Ich meine, es macht sicher Spaß, wenn man sich da auskennt. Aber ich habe nichts am Hut mit Dressur oder so. Und darum ist es für mich auch nicht wichtig. Aber für die, die es gerne machen, dann go for it. Ich habe 5 Seiten Dressurbegriffe. Okay, das ist extrem viel. 5 Seiten mit Begriff. Hey, du bist gezwungen, Dressur mit mir zu machen. Okay, danke, Cookie. Ähm, ich kann es schon mal anschauen, aber ich lasse mich jetzt nicht dazu zwingen. Auch wenn es nicht ernst gemeint ist, oder? Ich bin auch eher Westernreiter. Ja, ich finde beim Western einfach irgendwie Zettel schöner. Die sehen einfach viel gemütlicher aus und bequemer. Und ja, aber hey, jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Da, was so Reitstil und so angeht. Okay, ich habe noch schon lange nicht mehr so viele Spieler aufs Mal beim Jorvik-Stall gesehen. Das letzte Mal beim Reitsportfestival. Das ist jetzt. Oh mein Gott, das Reitsportfestival ist jetzt schon ein halbes Jahr seither oder so. Unglaublich. In Real Life reite ich nur Freizeit. Okay, na wieso nicht? Ich glaube, Dressur in echt ist vielleicht sogar noch schwieriger als da in SSO, oder? Also Freizeit klingt richtig entspannt. Vielleicht kann man nachschauen, wie die Musik heisst, die da gerade läuft, weil mir gefällt die mega. Ich finde die richtig toll. Okay, wäre das auch gemacht, dann geht es schon zu den vergessenen Feldern.
Glückwunsch zum Level Up. Samira Queen Gate. Ich hasse Dressur in Real Life. Die armen Pferde müssen so oft dabei leiden und keiner bemerkt. Das ist aber eigentlich überall so. Oh nein. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass die armen Pferde da so müssen leiden. Ja, ich habe bis jetzt nur mal kurz im Fernsehen gesehen, bei den Olympischen Spielen irgendwie. Habe ich da mal kurz reingeschaut, aber das war nicht wirklich mies. Gewesen. Vergessene Felder. Da. Und ja. Und in SSO-Dressur macht dann viel mehr Sinn, weil ja, es sind zwar auch Rösser, aber es sind Pixelrösser und die haben sozusagen, gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie kein Gefühl haben, aber für mich haben sie es nämlich. Aber das ist wieder mein kindisches Denken. Also. Andere Erwachsene würden jetzt so sagen, hey, was redest du da? Die haben doch gar kein Gefühl, die sind gar nicht echt. Und ich so, doch. Ich würde mal Barockreiten interessieren. Okay, das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht oder was das ist. Ja. Hoppala. Ja, einmal fast abgehoben. Nice. So, und wieso auch immer das Auto auf den vergessenen Feldern rumfährt, ist auch speziell. Das Burgreiten ist eine ehrenmonische Art, mit dem Pferd zu agieren. Oh, das klingt cool. Muss man das vielleicht mal genauer anschauen. Aber ja, das klingt ziemlich spannend. So, komm, Hasufel, jetzt nicht stehen bleiben. Ich glaube auch, dass die Andalusier-Sättel, die rauskommen, Barocksättel sind. Schon? Moment. Ich werde ihn schnell anschauen. Im Besitz anzeigen. Die da. Die sehen eben schon mega toll aus. Wer ist denn hier? Vera Vaquera Sattel. Und der da. Vaquera. Okay, das bedeutet wahrscheinlich irgendetwas. Aber die Sättel sehen halt schon mega toll aus. Zusammen mit der Satteldecke. Ich finde es irgendwie mega schön. Genau, dann geht es wieder zum Mittelalterplatz. Doch, die heißen so, das sind Barocksättel. Ah, cool, also doch. Also die sehen ziemlich lässig aus, finde ich.
Wir haben sogar noch einen zu Hause. Oh, cool. Ja, der ist sicher bequem. Also ich kenne mich jetzt mit Zettel überhaupt nicht aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass die noch so zu den bequemen Sorten gehört. Okay, das Bannerinnen. Let's go. Also eben einige fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso spiele ich Essen so, wenn ich absolut nichts über Pferde und Reitstil und so weiss. Ich frage mich das auch gerade. Aber man darf ja ein Pferdespiel spielen, wenn man eigentlich nichts damit am Hut hat und einfach nur die Tiere cool findet, ohne ein grosses Wissen darüber zu haben. Aber dafür habe ich bei anderen Themen ein riesen Wissen, wo andere dann denken, woher weiß man so etwas? Und genau. So, die Goldmelisse noch mitnehmen. Und hep. Okay, ich frage mich, wieso das die Rennen so lang gehen, da beim Mittelalterplatz. Ich meine, über 2 Minuten. Seit wann steht die Regel, dass man kein Pferdespiel spielen darf, wenn man nicht reitet? Genau. Also ich finde es vielleicht auch gut für die nicht reiten können, dass die Pferdespiele können spielen und das so können ausleben ohne das Wissen oder so. Also das ist jetzt gar kein Muss für ein Pferdespiel. Weil da ist alles ziemlich einfach so zum Lernen und so. Und gewisse Sachen kann ich mir auf den merken, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wie viele Kinder spielen dieses Spiel, weil sie eben nicht reiten können? Genau. Wahrscheinlich schon ziemlich viel. Weil halt einfach Pferde sind halt cool. Aber nur weil man etwas cool findet, heisst nicht, dass man auch alles darüber wissen muss. Oder will. Also ich habe komplett andere Interessen, aber Rösser sind trotzdem cool. Ich habe das immer toll gefunden. Und ja. Ich finde Breakdance cool, obwohl ich es nicht kann. Ja, also man kann auch Sachen cool finden, die man nicht kann. Also das ist völlig gerechtfertigt. Also wieso soll man etwas nicht dürfen cool finden, wenn man es nicht kann? Zum Beispiel, habe ich gerade ein Beispiel. Das finde ich zum Beispiel cool. Ja. Also dieses Beispiel ist jetzt eigentlich gerade mega gut mit dem Breakdance. Weil ich meine, ja. Und ich habe früher auch den Zirkus mega toll gefunden. Also ich bin mega gerne in den Zirkus gegangen. Habe mich aber nie dafür interessiert, um mal selber dort mitzumachen. So, ja. Und es geht auch so in die Richtung. Besonders wenn ich viele Charaktere finde,
müssen die alle ein anderes Hobby oder Persönlichkeit haben. Also heißt es, dass ich mal Hobbys anschauen muss, die ich nicht gerne habe. Okay, also ich muss nur schnell lesen. Moment. Sonst, wenn ich viele Charaktere finde, müssen die alle ein anderes Hobby oder Persönlichkeit haben. Was heißt das, dass ich mal Hobbys habe? Also deine Charakter da in Star Stable, wo du erfunden hast oder entstehen. Also zum Beispiel meine Charakter sind jetzt nie so detailliert mit Hobbys und alles, einfach nur mit Persönlichkeit. Und ja. Also dann würde ich sagen, geht es jetzt ab nach Dandal. Viel Erfolg auf dem Turnierplatz. Ja, ich gehe jetzt da weg, NPC. Aber danke für die Erfolgswünsche. Im Allgemeinen noch Charaktere, die ich gefunden habe. Okay. Ja, das ergibt Sinn, dass man da nicht will, dass alle Charaktere das gleiche Hobby haben. Dann ist schon eigentlich ziemlich kreativ, um sich da so etwas auszudenken. Also so weit habe ich gar nie gedacht. Es wäre irgendwie, wenn ich in meiner Geschichte einen Charakter finde, dann tue ich nicht vorher irgendwie so mega krass überlegen, wie er ist und so, sondern er tut sich selber irgendwie einfach entwickeln, so wie es gerade kommt irgendwie. Und so entstehen bei mir in der Geschichte immer so die Persönlichkeit von der Charakter. Hoffentlich ergibt das Sinn. Und ja, dass ich mit dir wieder spiele, spiele ich oft mehr in der Nacht in SSO. Okay, also ich bin jetzt mehr über am Tag gespielt. Ja, same. Also deine Charakter tun sich auch so entwickeln, so einfach mit der Zeit, wie du es gerade so schreibst. Das ist aber auch noch cool, wenn wir es beide gleich machen. Man könnte ja auch Stunden über so Geschichten schreiben und Charakter reden. Ich finde es richtig spannend. Okay, das finde ich jetzt interessant, dass wir beide das gleich machen. So. Dann die andere Arbeitsrichtweise. LL Jumpy. Oh mein Gott, weißt du noch, wo ich Zweite geworden bin? Ich habe mich so gefreut. So. Da über den Bock einmal drüber. Den gemeinsamen Moment, aber der löst sich nach dem Rennen ein. Also ich setze am Anfang den Charakter schon einmal ein paar Hobbys zu, was den Charakter ausmacht, und mit der Zeit verändert er sich halt auch. Okay, also ich mache es ohne Hobbys, sondern einfach nur mit dem Aussehen. Also ich weiß, wie der Charakter aussieht. Aber er hat weder Hobbys noch sonst etwas. Das entwickelt sich alles mit der Zeit bei mir. Oder es kommt mir irgendwann eine Idee, dass zum Beispiel irgendetwas voll zu dem würde passen. Oder vor allem Persönlichkeit, die entwickelt sich teils extrem schnell. Zum Beispiel, mein Hauptcharakter ist wahrscheinlich ziemlich arrogant. Aber das habe ich nicht bewusst so bestimmt. Es hat sich einfach so irgendwie ergeben. Und ja, ich muss selber nochmal anschauen, was arrogant bedeutet. Aber es trifft eigentlich schon ziemlich auf ihn zu. Und ja. Okay, ich glaube, mein Handy ist gerade abgestürzt. Wegen dem Akku. Oh nein. Aber jetzt sehe ich das Logo von meiner Lieblingsmarke, weil mein Handy von denen ist. Uhu. Und ich liebe meine Lieblingsmarke, das ist einfach die beste.
Ja, er hat 0%. Ja, super. Aber ist jetzt wenigstens am Laden. Am PC. Okay, dann haben wir da. Okay, ich habe irgendwie vergessen, dass ich Springreiten gerade gemacht habe. Ich hätte jetzt gemeint, ich habe das noch vor mir, aber das passiert wahrscheinlich, wenn man so im Flow ist und einfach die ganze Zeit redet. Wie weit bin ich da? 800. Okay, also auf jeden Fall schaffe ich dann noch fertig. Gut, dann geht es zu den Jorvik Rangers. Am Anfang einen Charakter, der nimmt und trinkt und raucht und auch sehr depressiv ist. Der Zeit verwandelt sich aber in das Gegenteil. Also noch eine tolle Entwicklung. Ja, bei mir ist das so passiert bei einem Charakter, dass der dann so ziemlich depressiv geworden ist, weil er seine Stelle verloren hat. Dann macht sich die andere Charakterin wenn Sorgen um ihn. Und ja, so wegen den schlimmen Wörtern. Alles gut. Ich tue es einfach nicht vorlesen, sondern das inner zensieren. Ja, oh mein Gott, ich habe. Ach du Scheiße, ich habe gerade sezieren und zensieren verwechselt. Also, zensieren meine ich. Nicht sezieren, meine Güte. Okay, ich gebe da ein bisschen mehr Gas, weil sonst sind wir noch ewig dran. Da beim Weg. Genau. Ich finde den Hasufell so cute. Vor allem die Rüstung passt perfekt zu ihm. Irgendwie. Ich finde, das Belgier hat so ein schöner Galopp. Ja, es ist so sanft, so ruhig, so typisch für ein Pferd. So Standard irgendwie. Also ich finde es auch mega schön. Und das Belgier allgemein ist eine von meinen Lieblingsrassen. Da kommt dann übrigens auch noch ein Video dazu. Das ist der Video, wo wir uns getroffen haben im Landgut. Das habe ich dort aufgenommen. Und ja. Oh Gott, muss oft müsste sein, nach einer halben Stunde Schnupf sein. Oh, okay, alles klar, Cookie. Ich will dich da nicht wach behalten, gell? Dann, gute Nacht, schlaf schön und sonst noch einen guten Abend. Und ja, dann bis nächstes Mal, Cookie. Jetzt wieder voll die Action. Gute Nacht, viel Spaß euch. Schlaf bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, Cookie. Hoppala. So, gut. Was mir jetzt gerade nicht in den Sinn gekommen ist, es ist lustig, ich traue mich fast nicht bei anderen in den Chat schreiben, wenn sie am Streamen sind. Ähm, aber wiederum streame ich selber, also die Logik muss man zuerst mal irgendwie verstehen. Habe gerade ein ungewolltes Foto gemacht. Oh, also ein Screenshot oder wirklich mit der Kamera? Ähm, in dem Fall speziell. Ja. So, wenn es ein Screenshot ist, ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon aus Versehen Screenshots gemacht. Ich bin also so. Ah, okay.
Genau. Aus Versehen wurde ich nicht so gemacht. Wieso nicht? Den südliches Nebelfall Wald drinnen. Let's go. So. Da bei der Stelle mit dem großen Stein ist auch die Chance sehr groß, dass wir irgendwie durch die halbe Weltgeschichte in Jorvik fliegt, weil man irgendwie so abhebt, wenn man den Sprung irgendwie ein bisschen falsch verwünscht. Und ja, ist auch noch lustig. Hoppala, also Fell, jetzt machst du da gefälligst mit. Danke. Gummihindernisse. Genau, wie so ein Trampolin. Hoppala. Ja genau, einmal in den Baum rein. Sehr gute Idee, Hasofell. Hätte ich jetzt auch gemacht. Gut, und nachher geht es auf nach Redwood Point. Und dann sind wir eigentlich schon bald durch. Eieiei, ich denke, dass ich heute wieder die ganze Levelroute mache. Okay, aber da gehe ich jetzt ganz entspannt. Wow, wir sind ja 1%. Juhu. Fast gerade. Äh, was meinst du damit? Also, ich habe jetzt wieder vergessen, auf was das bezogen ist. Bin gleich da. Okay. Doch kein Stress. Ich laufe jetzt absichtlich langsam, dass du auch hinterher kommst. Perfekt. Und da ist schon die Redwood Point Musik. Die ich übrigens auch mega toll finde. Ah, ich will jetzt das Moos. Ich mag das Nervig so sehr. Ja, der ist richtig schön. Nein. Okay. Denn das Moos will ich auch noch mitnehmen, obwohl ich habe wirklich mehr wie genug Moos. Ich habe über 1000. Ich weiß nicht, wie das hat können passieren. Genau. Bin ich eigentlich die Einzige, die jeden Abend zurück in den Stall geht und seine Suppe ausräumt?
Wahrscheinlich. Also es gibt sicher noch andere Spieler, die das auch machen. Aber ich behalte einfach alles im Inventar. Also alle Pflanzen, das Licht, das Heu und so weiter. Nein, weißt du was? Mach's so. Viel besser. Oh mein Gott, nein. Mach's so. Ja, noch besser. Perfekt. Also auch nicht immer, manchmal einfach kurz Entleerung. Ah, okay. Ja, manchmal ist mein Inventar auch ziemlich voll, dann tue ich da ein paar einzelne Sachen in den Schrank rein. Genau, okay, Ranger Wildnisrennen. Mal schauen, ob ich den Sprung First Try schaffe. Jawohl. Let's go, Hasufel. Ich komme da jetzt gerade echt erstaunlich gut durch, hätte ich gar nicht gedacht. Okay, vielleicht wird das sogar meine beste Zeit. Wäre ganz toll. Aber ich glaube, bei dem Rennen gibt es gar keine beste Zeit. Okay, ohne Fehler. Yes. Ich kann es so nicht verstehen, warum sie den Regen, den sie ihn schon im Spiel haben, nicht ins Spiel tun. Ja, Wetter in SSO wäre richtig, richtig cool. Also anderes Wetter. Oder sagen wir zusätzliches Wetter. Das wäre wirklich mega cool. Ich meine, man sieht ja, dass sie das ankriegt mit dem Wetter, zum Beispiel sogar das Gewitter. Und ja, vielleicht wäre es dann zu komplex oder das Spiel wäre zu groß. Das kann auch sein. So. Hoppala, genau. Einmal nicht springen. Also Fell, machst du jetzt damit? Gut. Wow, 34 Sekunden. Okay, jetzt geht's ab zum Mundsichteldorf. Und dann wär ich fertig mit dem Leveln. Genau, nach Weldale muss ich noch. Das wollt ihr auch noch abgeben. Weißt du was, ich gehe schnell nach Weldale. Und dann noch zum Mundsichteldorf. Ich hasse diese scharfe Kurve bei diesem Rennen. Also bei dieser Spring-Challenge. Ja, die ist eklig. Weldale Village. So. Ja, also die enge Kurve müsste nicht unbedingt sein. Okay. Also, nach einem Mundsichteldorf. So, da sind wir vergessen. Perfekt. Gut. Mundsichteldörfli, ich komme. Okay.
So, das letzte Rennen für heute. Vielleicht mache ich nachher noch das New Hill Quest Rennen und das Hassenrennen. Aber mal schauen, ob ich nachher noch weiter streame und vielleicht ein Jumpy reiten oder so. Dann noch schnell die Prego holen. Mein Outfit anlegen. Okay, ich kann schnell nüssen, darum habe ich mich schnell gemutet. Gehst du nachher nicht auf off? Also, wie meinst du? Ob ich nachher auch off gehe? Also, gehst du nachher offline? Oder wie genau meinst du das? Hoppala. Ich habe so viel. Sag mir jetzt. Oh Gott, der Sprung ist echt eklig. So. Also ich habe vorher einen Archäologiespot gesehen, den werde ich noch schnell machen. Ob du nach dem Rennen noch weiterspielen möchtest? Ja, ich denke schon. Aber wenn ich den allein im Stream drin hocke, ist halt auch nicht so toll. Aber ich denke, solange da noch Zuschauer sind, mache ich weiter. Also Archäologie. Wo ist der irgendwo dahinter? Oh, da ist nochmal einer. Der ist aber zusätzlich. Irgendetwas Unerwartetes, okay. Ich muss echt mal Deponenarchäologie machen, aber ich kann mir die Spots einfach nicht merken. Ich bin dabei. Ah, toll, Reihe. Dann bin ich doch nicht allein. Gut, dann mache ich nachher noch weiter. Also es ist eh Samstagabend, also da könnte ich theoretisch auch die ganze Nacht durchstreamen. Aber ob ich das mache, ist eine andere Frage, weil... ja, weil ich werde schnell dann doch ziemlich erschöpft. Und dann ist es gescheiter, wenn ich merke, dass ich in den Zustand gerate, dass ich dann gescheiter aufhöre. Genau, also dann reite ich nach New Hillcrest und mache dann so ein Rennen. Das überlasse ich dir. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter, vielleicht noch ein, zwei Jumpies oder so und dann, ja, dann mal schauen, in welchem Zustand das ich bin. Und dann würde ich sagen, je nach Zustand äh, spontan weiter schauen. So, das Flachs will ich noch. Perfekt. Okay, jetzt hat es wieder kurz gelegt. Also einmal New Hillcrest rennen. Let's go. Mal schauen, ob ich das First Try wieder schaffe.
bin gerade so Brain AFK. Ich glaube, Archäologie fängt in Firgrove an. In Dinotal, glaub's. Dort wirst du so das erste Mal damit konfrontiert und nachher geht's weiter nach Firgrove. Genau, ich glaube, es war so gewesen. Oder muss man das Dinoskelett auch nach Firgrove bringen? Ja, ich glaube, so war es gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe es zu lange nicht mehr gemacht. Okay, ich muss sagen, das Rennen ist gar nicht mehr so stressig, so wie ich es in Erinnerung kann. Ich habe es viel schlimmer in Erinnerung, so richtig stressig mit, genau, wenn wir es schon davon haben, mit so Hindernissen und alles. Weil ich habe gar keine Archäologie. Ja, das kommt dann im Dinotal irgendwann, wenn der Lagerplatz vom Next Ground weiter machst. Dort so Aldales macht das gar nicht mal so lange eigentlich. Dann sollte ich glaube ich irgendwann die Archäologie anfangen. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, genau. Ups. So, komm jetzt. Nein, ich habe so viel, was wird das? Komm schon bitte, so kurz vor dem Ziel. Okay, welches Jump ist als nächstes? Es hat gerade das so verdeckt. Ich schaue nachher gerade schnell. Meisterschaften 223. Silverglade, oh no, das mag ich gar nicht. Okay, dann Everwind Felder ist als nächstes mit dem Hasenrennen. Die Everwind Felder. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einmal schnell das Hasenrennen. Also, dann wahrscheinlich schnell das Ross auswechseln und das Outfit wechseln. Wenn es jetzt nicht allzu lang geht, das Rennen. Weil das kann durchaus ein bisschen nervig sein. Aber es sind safe noch richtig viele Spieler online. Vor allem es ist Samstagabend oder so. Mich nicht wundern, wenn der Jumpingplatz voll ist. So, komm, dich brauche ich noch. So. Perfekt. Problem? Okay, dann hätte ich jetzt wirklich alle Rennen gemacht. Dann darf ich mich mal schnell abholen. Okay, jetzt ist die Frage, soll ich noch Jumpies reiten oder nicht? Viele schreiben mir, dass der Name jetzt Jessica ihnen nicht so gefällt hätte, wenn nur Jess bleiben sollen.
Ich meine, schlussendlich musst du wissen, es ist dein Ross. Aber nur Jazz, das. Ja, wieso nicht? Okay. So, Hasselfeld ist toll gewesen mit dir. Du hast aber erst Level 11. So, Prego, dich brauche ich. Und dann musst du das Outfit wechseln. Ich glaube, wo habe ich das angeschmissen? Ah, Obwohl beim Silverglade jumpe ich mich eh nur auf. Weil das ist eins, was ich überhaupt nicht kann. Und das kannst du eben auch nicht üben. Das ist halt ein bisschen doof. So. Okay, 11 Minuten wäre es dann eben schon. Alki hat sich sehr gefreut, dass ich ihn aus dem Stall geholt habe. Oh, voll herzig, dass er sich gefreut hat. Ich glaube, der Prego ist auch glücklich, dass er endlich mal wieder im Stall ist. Und halt außerhalb von der Weide. Äh, Ich glaube, Marlis Winterjoin ist sogar am nächsten. So. Okay. So, komm mit, Prego. Ja, also ich sehe schon mal zwei andere Spieler, also bin ich schon mal nicht allein. Dann komme ich mit dem Prego. Er ist so schön. Genau, also noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, um einfach ein bisschen quatschen. Just chatting oder wie das wieder heisst. Genau, der Prego hat immer noch Aufwiesen drauf. Perfekt. Was läuft eigentlich da im Global-Chat so? Wann wieder Halloween? Okay. Frag mich, ob wir noch so ein längeres Oberteil brauchen, wenn es kalt ist. Macht für mich ein wenig das Feeling besser. Ja, voll. Also für die kalte Jahreszeit irgendeine Jacke oder so. Irgendeine blaue. Gibt es denn vielleicht gerade eine blaue Jacke? Tops, blau, irgendetwas. Eine, die warm. Die da wär's mir. Nee, voll. Es geht. Uli hat ja Dori, glaub's, nicht wollen. Oh, das ist cute. Wie wär's mit dem für die kalte Jahreszeit? Jeansjacke, Tagträume. Was meinst du? Also, ich kann es mir jetzt leider nicht leiden. Oh, Alter, das ist 10.000 Schilling oder 150 Starcoins. Das ist einfach 2 Wochen sparen. Hei, hei. Jo, genau. Also, ich fände die Jacke super schön. Auch passend zum Outfit. Genau. Ich hätte mir was Dunkleres vorgestellt. Stimmt, können wir. Ja, genau, es ist ja schon ein bisschen dunkler. Du hast recht. Was Dunkleres. Nein, das hat praktisch keinen Wert. Irgendwie so etwas, was meinst du? Jacke braucht ein Königsblau. Ah, da gibt es noch in dunkel. Perfekt. Blaue Jeansjacke. Passt sogar, dann ist das auch Jeans. Also ich würde sagen, die da ist perfekt.
gerade Stil. Genau. Also mir gefällt das. Es hat blau und weiß drin. Also genau unsere Farbe eigentlich. Nur eben in warm. Und wir sehen von hinten nicht aus wie Golfer. Genau. Die wäre sogar billiger und hat gute Werte. Genau. Blau-Weiß College Pullover wäre auch nicht schlecht. Wie sieht denn der aus? Blau-Weiß College Pullover. Oh Gott, welcher ist das? Hulski Jorvik Academy Uniform. Das ist aber auch noch cool. College Pullover. Jö, wie cute ist der denn? Oh, den hole ich mir irgendwann. Der ist richtig, richtig süß. Blaues Wellenhemd. Die hellblaue Jeansjacke wäre auch cool. Ja. Ich würde sagen, schauen wir dann einfach den dritten, dann können wir da etwas raussuchen. Den finde ich auch süß. Ja. Oh mein Gott, wie toll ist der denn? Ach jö. Okay, das gefällt mir auch. Diese Strickjacke. Cityjacke. Oh, der ist süß. Trainingskapuzenpulli. Oh, der ist mega cute. Was für ein Outfit, aber so allgemein. Ja. Wett- Wettbewerbsshirt. Oh, so ein Hemd. Irgendwie ist das auch cute. Was ist das da? Ah, gefällt mir jetzt nicht so. Oder halt eben die da. Das wäre so ein Klassiker. Bluebell. Oh, so 56. Reihe kommst du auch zum Jumpy oder weil allein wäre jetzt nicht so lustig. Ja, perfekt, da bist du ja. Gut, bin schon da. Ja, ich habe dich einfach nicht gesehen da hinten. Tipptopp, noch 4 Minuten haben wir. Okay, ich tippe auf den letzten Platz oder einen von den hinteren, weil ich bin so schlecht in dem Jumpy. Oh mein Gott, ich habe Quest in Moorland nicht angenommen. Egal. Rico ist ja schon ausgelevelt, also von dem her. Jetzt einwärmen. Sind die drei da hinten im Club? Ja, der Guards Legacy. Okay. Man könnte sich auch mal ansehen, wie die drei Grundfarben. Stimmt, das wäre doch auch mal etwas. Nicht jeder so seinen eigenen Stil, aber doch irgendwie Zugehörigkeit zum Club. Das wäre doch auch etwas. Mode neue Andalusier.
was ich all finde bei dem Andalusier, das Braun dahinter so stören, also das Rostige. Aber ich finde es richtig schön. Das sieht aus wie eine Mondlandschaft. Ich meine, der Mond ist ja auch so ein bisschen, manchmal je nach Beleuchtung, so ein bisschen rostrot oder braun mit so dem Weiß. Also für mich sieht es aus wie ein Mond. Oder wie eine Gewitterwolke. Das kann auch sein. Und darum heisst es bei mir der Stormy. Weil er sieht für mich aus wie eine Gewitterwolke. Oder halt wie der Mond. Finde ich das auch schon oder schön? Ja, aber viele kritisieren das leider. Dabei finde ich es mega toll. Okay, noch 1 Minute und dann geht's los. Das macht ein Apfelschimmel aus. Stimmt, ja, es ist der Apfelschimmel. Ja, also das heißt, bei Äpfelschimmel gibt es auch das Rötliche drin. In dem Fall. So, ich glaube, nach dem Jumpy höre ich auf, weil ich merke, dass ich müde werde und ich will noch meine Pizza fertig essen. Genau, und jetzt bist nur du da, Raya. Also, ja. Aber wir können gerne wieder mal ein CT machen, zusammen mit der Dori. Und ja, Apfelschimmel können ganz verschieden aussehen. Okay, spannend. Ist gut. Tipptopp. Dann machen wir nach dem Jumpy fertig und dann. Ja. Aber es ist ein mega, mega toller Stream mit dir und den anderen. Oh nein, da hat jemand. Oh nein, die hat es verpasst. Oder? Oh, die tut mir leid. Oh. Aber die hat jetzt mega schönes Ross dabei gehabt. Ist das ihr Anfi gewesen, oder? Tiffany Light. Ist auch ein kreativer Name. Okay, VS, VG, schnelle Huf. So immer. Let's go. Ich packe das. Let's go, Prego. Ich hätte da jetzt schnell runtergescrollt, sonst mache ich mich noch nervös. Okay, wenn ich jetzt gut dran bin, wird es sehr, sehr schnell ändern, weil da hat es jetzt zum Beispiel gerade eine Abkürzung gegeben, oder da jetzt auch, wo ich einfach vergiss. Kommen wir da durch, genau. Dann da stachen wir die Ecke um. Dann wird es tricky. Und Prego, spring. Her. Ja, genau. Was ist das? Oh mein Gott, wie unfair! Was ist das gerade für ein XXL-Lag gsi? Ich bin so gut dran und dann laggt es einfach wie nichts. Eieiei. Okay, da gibt es scheinbar auch eine Abkürzung, die ich jetzt wieder nicht kenne. Okay, aber ich kann ein bisschen aufholen, das ist schon mal gut. Rego, machst du da bitte mit? Okay, aber ich bin so gut dran und dann laggt es einfach wie verrückt. Es war so unfair gewesen. Der Press 6 ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich schneide ein bisschen schlechter ab. Okay, da gibt es auch wieder Abkürzungen, die ich gar nicht gekannt habe. Da kommen wir scheinbar auch dran vorbei. Genau. Aber da musst du ja richtig aufpassen. So, komm, Prego, wir packen das. Kann ich da vielleicht noch aufholen? Nein, ich will 6. Ich bin trotzdem 6.
Fail am Schluss, der war gut gewesen. Oh mein Gott, was ist das gerade für ein Fail gewesen? Los. Oh mein Gott. Ich blieb ganz am Schluss hängen. Aber hey, ich bin trotzdem 6 geworden, also ich bin zufrieden damit. Ja, 6. Und, du bist 4. Reihe. Cool. Okay. Ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Nee, nicht gut. Ein 4. Genau. Also du bist auf jeden Fall besser durchgekommen als ich. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wäre es gewesen für heute. Hoffentlich hat ihr oder wer auch immer da noch alles zuschaut. Gratulation. AGW an alle. Genauso bei dem Jump Erste werden oder irgendwo weit vorne platziert sind, muss man auch zuerst mal können. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Okay, dann würde ich sagen, beende ich jetzt den Stream. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und dann würde ich sagen, tue ich am Montag, je nachdem. Ich muss noch schauen, ob ich am Montag kann. Ich weiß es eben gerade nicht, weil je nachdem am Montag und sonst halt am Dienstag. Also ich tue entweder am Montag oder Dienstag wieder streamen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal oder im nächsten Video. Oder halt eben im nächsten Stream. Und hat mich mega gefreut, das war echt toll gewesen heute. Und ja, ich bin immer noch nicht gut in der Abmoderation von den Streams. Gute Nacht, schlaf gut, träum schön. Du auch, Raya. Dir auch gute Nacht. Schlaf auch gut. Entensuppe. Was? Okay, sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen. Was für eine Entensuppe? Hä? Hi Clara, du bist jetzt leider ein bisschen zu spät. Ich wollte gerade den Stream beenden. Aber schön, dass du noch schnell reingeschaut hast. Genau. Jetzt warte ich noch schnell, weil es halt Nachrichtenverzögerung hat. Zum schauen, was da noch kommt. Okay. Ähm. Oh, okay, aber morgen, okay. Nein, am Montag oder Dienstag, Montag oder Dienstag streame ich wieder. Flussenten. Nein, hallo, wir tun doch keine Flussenten einfangen. Das sind wilde Tiere, das sollte man in Ruhe lassen. Ich dachte, das Entensuppe ist so random. Okay, also Leute. Montag oder Dienstag. Je nachdem bin ich am Montag nicht daheim. Und darum. Genau. Montag oder Dienstag, einer von diesen beiden Tagen. Alles klar, dann macht's gut. Gute Nacht. Träumt schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.